Senior, dieses Kind lebte mit mir am Waisenhaus. Musik. Valeries Stimme durchbrach die Stille jenes Donnerstagnachmittags. Sie hielt Musik, das Putztuch mit zitternden Händen, ihre Augen waren weit aufgerissen und auf das gerahmte Foto über dem Kaminsims am Büro gerichtet. Matthias ließ die Kaffeetasse fallen. Er drehte sich so schnell um, dass er fast den Stuhl umgeworfen hätte. Wovon redet die neue Angestellte? Das stille Mädchen, das ihn kaum angesehen hatte, seit sie vor 3 Wochen dort angefangen hatte zu arbeiten, war blass wie Papier. Dieses Kind hier, es hat mit mir am Waisenhaus St. Ursula gelebt. Wir haben am selben Schlafsaal geschlafen. Er hieß Daniel. Ein Schauer lief Matthias über den Rücken. Daniel, der Name, den er seit fast 30 Jahren nicht mehr gehört hatte. Der Name seines Zwillingsbruders, der verschwunden war, als beide 4 Jahre alt waren. Das ist unmöglich, mein Bruder. Er ist vor langer Zeit gestorben. Valerie schüttelte den Kopf, während ihr Tränen über die Wangen liefen. Ich weiß nichts von einem Tod, Herr Gerber. Aber ich weiß, dass dieses Kind bis zum Alter von 16 Jahren am Waisenhaus lebte. Er war mein bester Freund. Er beschützte mich, wenn die älteren Kinder mich hänselten. Matthias überquerte das Büro in 3 Schritten. Er nahm ihr das Foto aus den Händen. Das Kind auf dem Porträt lächelte. Dieselben dunklen Augen, die er jeden Morgen am Spiegel sah. Dieselbe Gesichtsform, dasselbe schiefe Lächeln auf der linken Seite. Sind Sie sicher? Absolut sicher, ja, Herr Gerber. Ich werde dieses Gesicht nie vergessen. Daniel sprach immer von einem Zwillingsbruder, von einem großen Haus, von einem Vater, der kochte. Matthias schnürte sich die Kehle zu. Sein Vater war Koch gewesen, deshalb hatte Matthias denselben Beruf gewählt. Er sprach die ganze Zeit von seinem Bruder, fuhr Valerie fort und wischte sich mit dem Handrücken das Gesicht ab. Er sagte, dass sie sich eines Tages wiedersehen würden, dass sein Bruder nie aufhören würde, nach ihm zu suchen. Leise Schritte auf der Treppe unterbrachen das Gespräch. Lena erschien in der Bürotür und umarmte den Teddybären, den sie seit dem Unfall nicht mehr losgelassen hatte. Das 7-jährige Mädchen hatte ein blasses Gesicht und ängstliche Augen. »Papa, ist etwas passiert?« »Nichts, mein Schatz. Geh zurück in dein Zimmer.« »Ja«, aber Lena sah Valerie an, und etwas in den Augen der Angestellten schien das Mädchen zu beruhigen. Valerie lächelte freundlich, trotz der Tränen, die ihr Gesicht benetzten. »Hallo Lena, alles ist in Ordnung, Liebling. Es ist nur ein langweiliges Erwachsenengespräch.« Lena blieb ein paar Sekunden länger stillstehen und blickte von der Angestellten zu ihrem Vater. Dann nickte sie langsam und ging die Treppe hinauf. Aber bevor sie am Flur verschwand, drehte sie sich noch einmal um, als wolle sie sich vergewissern, dass Valerie noch da war. Als das Mädchen gegangen war, setzte sich Matthias auf das Sofa. Seine Beine konnten das Gewicht dieser Offenbarung nicht mehr tragen. »Erzählen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen.« Valerie zog einen Stuhl heran und setzte sich ihm gegenüber. Sie atmete tief ein und versuchte, ihre Emotionen zu kontrollieren. Daniel hatte ein mondsichelförmiges Muttermal hinter dem linken Ohr und war Linkshänder, aber er konnte beide Hände zum Schreiben und Zeichnen benutzen. Matthias schloss die Augen. Daniel hatte genau dieses Muttermal, und sein Vater, der Koch war, hatte ihnen beiden beigebracht, beide Hände zu benutzen, um das Messer zu halten und die Koordination zu trainieren. Mein Gott, er hatte immer ein Notizbuch in der Hand, wissen Sie? Er zeichnete die ganze Zeit, Häuser mit Garten, ein Klavier, 2 Kinder Hand in Hand und immer einen Mann mit einer Kochmütze. Matthias' Stimme war leise, fast ein Flüstern. Mein Vater trug zu Hause eine Kochmütze. Valerie nickte. Daniel wusste es. Er erinnerte sich an so viele Dinge. Er erinnerte sich daran, dass sie ihn Champion nannten. Er erinnerte sich an ihre Mutter, die Klavier spielte. Er hat es nie vergessen. Warum hat ihm niemand geglaubt? Warum hat niemand nach seiner Familie gesucht? Weil die Dokumente sagten, er sei Weiss, dass seine Adoptiveltern bei einem Unfall ums Leben gekommen waren. Alle dachten, seine Geschichten seien nur Kinderfantasie. Matthias verdeckte sein Gesicht mit den Händen und versuchte, alles zu verarbeiten. Wenn Valerie recht hatte, und alles deutete darauf hin, dann war sein Bruder all die Jahre am Leben gewesen, lebendig und hatte darauf gewartet, gefunden zu werden. Und niemand hatte richtig nach ihm gesucht. Valerie schenkte ihnen beiden Wasser ein. Sie saßen dort am Büro, während der Abend hereinbrach und das goldene Sonnenlicht durch die Fenster strömte. »Bevor wir weiter über Daniel sprechen«, sagte Valerie, während sie ihr Glas rührte, »muss ich etwas klarstellen, Herr Gerber. Ich bin in diesem Waisenhaus seit meinem 5. Lebensjahr aufgewachsen. Meine Eltern starben bei einem Busunfall. Ich hatte niemanden sonst.« Matthias gestikulierte ihr, weiterzusprechen. Daniel kam dorthin, als ich etwa 12 war. Er tauchte aus dem Nichts auf, eine Sozialarbeiterin brachte ihn. Er war damals 9 Jahre alt. Man sagte, seine Adoptiveltern seien gerade bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie meinen, er hat von 4 bis 9 Jahren bei einer anderen Familie gelebt? So ist es, aber er schwor, dass er vorher eine andere Familie hatte, seine wahre Familie.
und dass er eines Tages zu ihr zurückkehren würde. Wie war er? Am Waisenhaus. Er war still. Er verbrachte den ganzen Tag mit Zeichnen, aber er war stark. Wissen Sie? Wenn die älteren Kinder mich hänselten, verteidigte er mich. Er wurde gescholten, manchmal geschlagen, aber er ließ nicht zu, dass mir jemand etwas antat. Valerie lächelte, verloren in ihren Erinnerungen. Wir wurden beste Freunde. Ich kümmerte mich um ihn, wenn er krank war, und er beschützte mich vor den anderen. Wir versprachen, dass wir uns nie trennen würden, dass wir, wenn wir das Waisenhaus verlassen würden, zusammenleben und eine Familie sein würden. Was ist passiert? Er ist abgehauen, als er 16 war. Er hatte einen sehr heftigen Streit mit einem der Betreuer, der ihn schlug. Daniel sagte, er könne nicht länger warten. Er würde seinen Bruder allein suchen. Ich versuchte, ihn aufzuhalten. Ich flehte ihn an, nicht zu gehen, aber er hatte es bereits beschlossen. Und Sie haben ihn nie wieder gesehen? Nie wieder. Ich suchte jahrelang nach ihm. Ich ging zu Obdachlosenheimen, Polizeistationen, Krankenhäusern, aber es war, als wäre er verschwunden, bis ich aufgab. Ich dachte, ihm sei etwas Schlimmes zugestoßen. Ihre Stimme brach am Ende. Matthias sah, wie die Tränen zurückkamen. Es tut mir sehr leid, Valerie. Sie wischte sich schnell das Gesicht ab. Als ich ihr Foto hier sah, war es, als würde die Zeit zurückgedreht. Alle Erinnerungen kamen auf einmal. Sie haben das Richtige getan, indem Sie es mir erzählt haben. Valerie sah ihn an. Sie glauben mir also? Sie denken nicht, dass ich mir etwas ausdenke? Ich glaube Ihnen. Alles, was Sie gesagt haben, stimmt mit meinen Erinnerungen an ihn überein. Dinge, die niemand wissen könnte. Beide schwiegen einen Moment lang. Ein schweres Schweigen, erfüllt von Jahren des Schmerzes und Verlusts. »Darf ich Sie etwas fragen?« sagte Valerie. »Gerne. Wie geht es Lena jetzt?« Sie sagten, sie hätte sich in den letzten Wochen verbessert. Matthias stand auf und ging zum Fenster. Er blickte in den Garten. »Meine Frau ist vor einem Jahr gestorben. Es war ein Autounfall. Ein betrunkener Fahrer stieß frontal zusammen. Sie starb sofort. Es tut mir sehr leid. Lena hat den Unfall nicht gesehen, aber sie merkte, dass ihre Mutter nicht zurückkam. Sie wartete die ganze Nacht am Fenster auf mich. Als ich ihr erzählte, was passiert war, bekam sie einen Schock. Sie hörte wochenlang auf zu sprechen. Valerie hörte schweigend zu. Dann begannen die Panikattacken, die Angst, das Haus zu verlassen. Sie schloss sich in ihrem Zimmer ein, aß nicht richtig, sprach mit niemandem. Die Ärzte sagten, es sei eine schwere soziale Phobie, verursacht durch das Trauma. Und wie geht es ihr jetzt? Matthias drehte sich zu Valerie um. Besser, dank Ihnen. Ich habe nichts Großes getan. Doch, das haben Sie. Sie haben erreicht, was kein Therapeut in einem Jahr geschafft hat. Die Erinnerung kam ihm klar in den Sinn. Es war Valeries zweite Arbeitswoche. Er war am Büro, als er ein seltsames Geräusch von oben hörte. Er rannte hinauf, befürchtete, Lena hätte wieder einen Anfall. Aber als er den Flur erreichte, sah er etwas, das er nie vergessen würde. Lenas Zimmertür stand einen Spalt offen, und durch den Spalt sah er seine Tochter auf dem Bett sitzen, einen gelben Zettel haltend. Sie lächelte. Es war so lange her, dass er seine Tochter lächeln gesehen hatte, dass er sogar vergessen hatte, wie es aussah. Lena las den Zettel noch einmal und kicherte. Dann stand sie auf, ging zur Tür und öffnete sie ganz. Valerie stand auf der anderen Seite und hielt einen Teller mit einem Sandwich und einem Saft. Ich dachte, du hättest gerne einen Snack. Lena nahm den Teller, ohne etwas zu sagen, aber bevor sie die Tür schloss, sah sie Valerie an und flüsterte, »Danke.« Es war nur ein Wort, aber es war das erste Wort, das Lena seit Wochen gesagt hatte. Von diesem Tag an begann Valerie, jeden Tag Zettel unter der Tür durchzuschieben. Zettel mit lustigen Zeichnungen, Kurzgeschichten, schlechten Witzen. Und allmählich begann das Mädchen, die Tür zu öffnen. Zuerst nur einen Spalt, dann etwas mehr, bis sie eines Tages das Zimmer verließ. Matthias hatte Valerie nie gefragt, wie sie das geschafft hatte. Er hatte Angst, den Zauber zu brechen. Aber jetzt, als er die Putzfrau vor sich ansah, verstand er. Valerie wusste, was Einsamkeit war, sie wusste, was Verlust war, und Lena hatte es in ihr erkannt. »Danke«, sagte er plötzlich. Valerie blinzelte verwirrt. »Wofür? Dafür, dass Sie mir meine Tochter zurückgegeben haben. Dafür, dass Sie mir Hoffnung geben, meinen Bruder zu finden. Dafür, dass Sie hier sind.« Sie errötete und senkte den Blick. »Ich habe nur das Richtige getan. Sie haben viel mehr als das getan.« Am nächsten Tag rief Matthias Valerie erneut ins Büro. Eine offene Holzkiste stand auf dem Tisch. Das ist alles, was von Daniel übrig ist. In der Kiste befanden sich alte Fotos, ein paar kleiner Schuhe, eine verblasste Mütze und ein Skizzenbuch. Valerie nahm das Notizbuch vorsichtig, als könnte es zerbrechen. Sie öffnete es auf der ersten Seite und riss die Augen auf. Mein Gott, er zeichnete genauso wie als Kind. Die Zeichnungen waren einfach, aber voller Details. Ein Haus mit Garten, 2 Kinder Hand in Hand, ein Klavier am Wohnzimmer, ein Mann mit einer Kochmütze.
Diese Zeichnungen stammen aus der Zeit, bevor er verschwand, erklärte Matthias. Meine Mutter hat alles aufbewahrt, als er verschwand. Sie konnte sich nie von etwas trennen. Valerie blätterte langsam durch die Seiten und berührte jede Zeichnung, als könnte sie die Anwesenheit des Kindes spüren. Ich muss Ihnen erzählen, wie der Tag war, an dem er verschwand, sagte Matthias und setzte sich auf den Stuhl. Wenn wir ihn suchen wollen, müssen Sie alles wissen. Valerie schloss das Notizbuch und hörte aufmerksam zu. Es war ein Sonntagmorgen. Daniel und ich waren 4 Jahre alt. Mein Vater beschloss, uns zum Stausee mitzunehmen. Meine Mutter blieb zu Hause, weil sie Kopfschmerzen hatte. Er machte eine Pause. Seine Stimme wurde tiefer. Wir spielten am Wasser. Es waren andere Erwachsene in der Nähe, andere Familien. Mein Vater war nur für ein paar Sekunden abgelenkt, um mit einem Freund zu sprechen. Als er wieder hinsah, war Daniel verschwunden. Und was ist dann passiert? Alle begannen zu suchen, Taucher, Polizei, Feuerwehr. Sie suchten tagelang. Sie fanden Daniels Mütze am Wasser treibend, aber sie fanden nie die Leiche. Valerie legte die Hand an den Mund. Es gab Zeugen, die schworen, ihn ins Wasser fallen gesehen zu haben. Sie sagten, sie hätten versucht, ihn zu retten, aber es sei ihnen nicht gelungen. Nach 3 Monaten Suche wurde er für tot erklärt durch Ertrinken. Aber er ist nicht gestorben. Nein, jemand hat ihn mitgenommen. Jemand hat das Ertrinken vorgetäuscht und meinen Bruder mitgenommen. Matthias stand auf und begann am Büro auf und ab zu gehen. Meine Familie war danach nie wieder dieselbe. Meine Mutter verfiel in eine tiefe Depression. Sie hörte auf, Musik zu unterrichten. Sie hörte auf, Klavier zu spielen. Sie verbrachte ihre Zeit damit, sein Foto anzusehen und darauf zu warten, dass er zurückkam. Und ihr Vater? Mein Vater flüchtete sich in die Arbeit, eröffnete das Restaurant und lebte praktisch dort. Ich glaube, das war seine Art, nicht über das Geschehene nachzudenken. Und sie? Ich wuchs mit Schuldgefühlen auf. Ich dachte, ich hätte seine Hand halten sollen, dass, wenn ich in seiner Nähe geblieben wäre, nichts davon passiert wäre. Aber sie waren doch nur ein Kind. Woher hätten sie das wissen sollen? Der Kopf weiß es, aber das Herz nicht. Valerie verstand ihn. Sie trug ihre eigenen Schuldgefühle aus dem Waisenhaus. Meine Mutter starb, als ich 15 war. Ihr Herz hörte einfach auf zu schlagen. Die Ärzte sagten, es sei wegen Komplikationen der Depression, aber ich weiß, dass sie aus Traurigkeit über den Verlust von Daniel starb. Es tut mir sehr leid, Matthias. Mein Vater lebte noch etwa 10 Jahre. Er lehrte mich alles über das Kochen. Als er starb, erbte ich das Restaurant. Ich machte es zu einem der besten der Stadt, um ihn zu ehren. So ist es. Es war meine Art, sie beide am Leben zu erhalten, meinen Vater und meinen Bruder. Beide schwiegen. Draußen sangen die Vögel in den Bäumen am Garten. Ich werde einen Privatdetektiv beauftragen, sagte Matthias. Ich werde jede Akte, jedes Dokument durchgehen. Wenn Daniel irgendwo lebt, werde ich ihn finden. Und ich werde so viel helfen, wie ich kann. Er sah sie an. Warum tun Sie das? Sie kennen mich kaum. Weil Daniel auch mein Bruder war, nicht blutsverwandt, aber ihr am Herzen. Und ich habe ihm versprochen, dass ich ihn niemals aufgeben werde. 2 Tage vergingen. Es war Samstagmorgen und Matthias war in der Küche und bereitete Kaffee zu, als es klingelte. Er ging zur Tür. Als er die Tür öffnete, überkam ihn fast die Überraschung. Simone, seine Ex-Verlobte, stand lächelnd an der Tür und hielt eine Bäckertüte und einen Blumenstrauß in den Händen. »Hallo Matthias, lange nicht gesehen. Ich habe dir frisches Brot und Blumen für den Garten mitgebracht. Was machst du hier?« »Ich bin gekommen, weil ich dich vermisst habe. Können wir reden?« Sie wartete nicht auf eine Antwort. Sie ging an ihm vorbei und trat ins Haus, als würde sie immer noch hier wohnen. »Na, alles ist noch wie früher. Sogar der Kaffeegeruch ist derselbe.« Matthias schloss die Tür, immer noch die unerwartete Visite verarbeitend. »Simone, wir haben uns vor 2 Jahren getrennt. Du kannst nicht einfach so ohne Vorwarnung auftauchen. Ich weiß, aber ich habe euch vermisst, dich, Lena, dieses Haus. Kann ich ein paar Minuten bleiben?« Bevor Matthias antworten konnte, erschien Valerie in der Küchentür und wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Herr Gerber, der Kaffee ist fertig. Möchten Sie das?« Sie hielt inne, als sie die Frau am Wohnzimmer sah. Simone sah die Angestellte an. Sie bemerkte ihre einfache Uniform, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenen Haare, ihre noch nassen Hände. »Hallo, Sie sind neu hier, nicht wahr?« »Ja, ich habe vor 3 Wochen angefangen.« »Das ist gut. Das Haus brauchte jemanden, der sich gut um die Dinge kümmert.« Der Ton war süßlich, verbarg aber eine Schärfe. Valerie bemerkte es, antwortete aber nicht. Sie nickte nur und kehrte in die Küche zurück. Simone wartete, bis sie verschwunden war, und drehte sich zu Matthias um. »Sie wirkt sehr korrekt. Valerie ist ausgezeichnet in dem, was sie tut. Ich kann es mir vorstellen.« Sie ging ins Wohnzimmer und setzte sich auf das Sofa, um es sich bequem zu machen, als wäre sie in ihrem eigenen Haus. »Und, erzählen Sie, wie geht es Ihnen? Wie geht es Lena?«
Matthias seufzte. Er wusste, dass Simone nicht so schnell gehen würde. Er ging zum Sessel und setzte sich. Uns geht es gut, besser als vor ein paar Monaten. Wirklich, wie wunderbar. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, als ich von Charlottes Unfall hörte. Ich wollte früher kommen, aber ich dachte, sie bräuchten ihren Raum und den brauchte ich auch. Simone zog ein beleidigtes Gesicht. Ich weiß, dass wir nicht gut auseinandergegangen sind. Ich weiß, dass ich zu sehr auf die Ehe gedrängt habe, aber ich hatte immer eine besondere Zuneigung zu Ihnen. Matthias, zu Ihnen und zu Lena. Worauf wollen Sie hinaus? Auf nichts. Ich wollte euch nur sehen, wissen, ob es euch gut geht, eine Freundin sein. Wissen Sie? Wir sind keine Freunde, Simone. Das könnten wir sein. In diesem Moment lenkten leichte Schritte auf der Treppe die Aufmerksamkeit beider auf sich. Lena erschien oben und kam langsam herunter, sich mit einer Hand am Geländer und mit der anderen an ihrem Teddybären festhaltend. Als sie Simone sah, blieb sie mitten auf der Treppe stehen. »Lena, Schatz«, Simone sprang auf. »Schau nur, wie groß du geworden bist, Süße. Komm und gib deiner Tante eine Umarmung.« Lena blieb stillstehen und blickte abwechselnd die Frau und ihren Vater an. Sie ging keinen Schritt weiter. »Guten Morgen«, sagte sie leise. Simone zwang sich zu einem Lächeln. »Wie süß. Du bist immer noch schüchtern, nicht wahr? Aber geht es dir gut? Isst du gut?« Lena antwortete nicht. Sie blickte zur Küchentür und suchte jemanden. Valerie erschien mit einem Teller. »Lena, mein Schatz, ich habe deine Lieblingspfannkuchen gemacht. Komm essen, solange sie warm sind.« Lenas Gesicht hellte sich auf. Sie rannte den Rest der Treppe hinunter und ging direkt in die Küche, vorbei an Simone, ohne sie auch nur anzusehen. Simone blieb mit einem eingefrorenen Lächeln am Gesicht stehen und sah zu, wie das Mädchen mit der Angestellten verschwand. »Sie hängt aber sehr an der Angestellten, nicht wahr?« sagte sie und setzte sich wieder. Valerie hat Lena sehr geholfen. Sie war die einzige Person, die sie dazu brachte, ihr Zimmer zu verlassen. Ach, wie nett von ihr. Aber die Art, wie sie es sagte, machte klar, dass sie es überhaupt nicht nett fand. Sie blieb noch ein paar Minuten und versuchte, Matthias ins Gespräch zu verwickeln, fragte ihn nach dem Restaurant, den Geschäften, ob er jemanden traf. Aber Matthias antwortete auf alles mit Monosyllaben, sichtlich unbehaglich. »Nun, ich glaube, ich sollte besser gehen«, sagte Simone schließlich und nahm ihre Handtasche. »Ich wollte nur Hallo sagen, sehen, wie es euch geht.« Sie ging zur Tür. Bevor sie ging, nahm sie Matthias am Arm. »Wir könnten eines dieser Tage zu Abend essen. Nur du und ich, um uns wirklich auf den neuesten Stand zu bringen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Bitte, nur ein Abendessen wie alte Freunde«, Matthias zögerte. »Ich werde darüber nachdenken.« »Perfekt, dann rufe ich dich an. Auf Wiedersehen, Matthias.« Sie gab ihm einen langen Kuss auf die Wange und ging. Als die Tür sich schloss, blieb Matthias stehen. Etwas stimmte nicht. Simone tat nie etwas ohne einen Hintergedanken. In der Küche aß Lena Pfannkuchen, während Valerie das Geschirr spülte. »Ich mochte diese Frau nicht«, sagte Lena plötzlich. »Warum nicht, mein Schatz?« »Weil sie falsch ist.« Sie lächelte mich an, aber ihr Lächeln erreichte ihre Augen nicht. Valerie hörte auf, das Geschirr zu spülen und sah das Mädchen an. »Du bist sehr klug. Wusstest du das?« »Mein Papa sagt das immer.« »Nun, er hat vollkommen recht.« Beide lächelten sich an. Draußen setzte sich Simone ins Auto, aber sie startete den Motor noch nicht. Sie nahm ihr Handy heraus und öffnete Matthias Instagram. Sie scrollte durch den Feed, bis sie fand, wonach sie suchte. Ein aktuelles Foto von vor 4 Tagen. Lena saß lächelnd am Küchentisch und rührte etwas in einer Schüssel. Und ihr am Hintergrund, etwas unscharf, war Valerie zu sehen. Sie las die Beschreibung. »Meine Tochter lächelt endlich wieder, dank der Person, die Licht in unser Haus gebracht hat.« Simone biss die Zähne zusammen. Also war es das. Die kleine Angestellte hatte es geschafft, sich in ihr Leben zu schleichen. Sie hatte das Mädchen gewonnen, und nach der Art, wie Matthias über sie gesprochen hatte, hatte sie vielleicht auch ihn erobert. Sie öffnete den Browser und tippte den vollständigen Namen ein, den sie auf dem Uniformabzeichen gesehen hatte. Valerie Maurer. Sie begann, nach sozialen Netzwerken, alten Nachrichten, allem zu suchen, was sie verwenden konnte, denn wenn Simone etwas gut konnte, dann war es, Geheimnisse aufzudecken. Und jeder hatte eine Leiche am Schrank. Sie musste nur Valeries finden. 2,5 Wochen waren vergangen, seit Matthias den Privatdetektiv beauftragt hatte. In dieser Zeit hatten er und Valerie mehrere Abende am Büro verbracht. Alte Dokumente, vergilbte Fotos, Unterlagen, die der Detektiv besorgt hatte, durchgesehen. Lena begann manchmal mit ihnen zum Abendessen herunterzukommen. Sie hatte immer noch schwierige Tage, an denen sie ihr Zimmer nicht verließ, aber sie wurden seltener. Valeries Anwesenheit schien das Mädchen auf eine Weise zu beruhigen, die kein Medikament erreicht hatte. Eines Donnerstagnachmittags klingelte das Telefon. Matthias war allein am Büro. Valerie war mit dem Einkaufszettel auf den Markt gegangen. »Herr Gerber, Detektiv Roux hier.« »Pascal,
Haben Sie etwas gefunden? Ja, und ich empfehle Ihnen, sich zu setzen, um das zu hören. Matthias zog einen Stuhl heran. Erzählen Sie mir. Die Sterbeurkunde Ihres Bruders weist mehrere Ungereimtheiten auf. Sie wurde nur aufgrund von Zeugenaussagen ausgestellt, ohne Leiche. Und ich habe herausgefunden, dass einer der Hauptzeugen 6 Monate später unter seltsamen Umständen starb. Wie seltsam. Ein unaufgeklärter Überfahrunfall. Der Fall wurde als Unfall archiviert, aber es gibt Details, die nicht zusammenpassen. Und es gibt noch mehr. Matthias hielt das Telefon fester. Ich habe Aufzeichnungen einer Krankenschwester gefunden, die damals am Kantonsspital arbeitete, zur Zeit des angeblichen Ertrinkens. 3 Tage nach dem Fall ihres Bruders kündigte sie, nahm ihre Familie und verschwand. Sie wechselte die Stadt, änderte ihren Namen, man hat sie nie wieder in der Region gesehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass jemand dafür bezahlt worden sein könnte, wegzusehen oder aktiv zu helfen. Ich ermittle noch, aber alles deutet darauf hin, dass das Ertrinken inszeniert war, Herr Gerber. Matthias schloss die Augen und versuchte, seine Gefühle zu kontrollieren. Und die Aufzeichnungen des Waisenhauses? Ich habe gestern Zugang erhalten. Es gibt ein Kind namens Daniel Moser, das genau 2 Tage nach dem Verschwinden ihres Bruders The First am Waisenhaus St. Ursula aufgenommen wurde. Eintrittsalter: 4 Jahre. Grund der Aufnahme: Adoptiveltern bei Autounfall ums Leben gekommen. Er war es, flüsterte Matthias. Les deutet darauf hin, ja, Herr Gerber. Ich werde weiter ermitteln. Aber es besteht eine reale Möglichkeit, dass Ihr Bruder entführt und an eine Familie verkauft wurde, die nicht legal adoptieren konnte. Als diese Familie bei dem Unfall starb, landete das Kind mit einer falschen Identität am Waisenhaus. Wie lange brauchen Sie, um alle Beweise zu sammeln? Noch ein paar Wochen, vielleicht einen Monat. Es sind sehr alte Dokumente. Ich muss vorsichtig vorgehen, um keinen Verdacht zu erregen. In Ordnung, tun Sie, was nötig ist. Geld ist kein Problem. Verstanden, Herr Gerber. Ich rufe Sie an, sobald ich weitere Neuigkeiten habe. Das Gespräch endete. Matthias saß dort mit dem Telefon in der Hand und verarbeitete alles. 20 Jahre Lügen, 20 Jahre lang glauben, sein Bruder sei ertrunken, obwohl er in Wirklichkeit lebte. Vergessen in einem Waisenhaus nur wenige Kilometer entfernt. Die Bürotür öffnete sich. Valerie kam mit 2 Einkaufstüten herein. Ich habe die Schokolade gefunden, die Lena mag. Sie war am Angebot. Sie hielt inne, als sie Matthias' Ausdruck sah. Ist etwas passiert? Matthias sah sie an, und zum ersten Mal, seit Valerie angekommen war, konnte er sich nicht zurückhalten. Der Detektiv hat angerufen. Sie hatten recht. In allem. Valerie ließ die Tüten auf den Boden fallen. Er hat Daniel gefunden? Noch nicht. Aber er hat Beweise gefunden, dass er entführt wurde, dass das Ertrinken inszeniert war, dass er an eine Familie verkauft wurde und dass er am Waisenhaus landete, als diese Familie starb. Mein Gott! Matthias stand auf und ging zum Fenster. Seine Hände zitterten. Er war all die Zeit am Leben, Valerie am Leben und wartete. Und ich wusste es nicht. Ich habe nicht gut genug gesucht. Ich habe akzeptiert, was mir gesagt wurde, und bin weitergezogen. Sie waren ein Kind. Sie konnten es nicht wissen. Aber später wurde ich erwachsen. Ich hätte nachforschen, ich hätte hinterfragen können, aber ich habe nichts getan. Seine Stimme war lauter, als er beabsichtigt hatte. Valerie trat erschrocken einen Schritt zurück. Matthias merkte es und atmete tief ein. Verzeihen Sie, ich wollte nicht schreien. Ich verstehe, Sie verarbeiten gerade viel. Er setzte sich wieder auf den Stuhl, fuhr sich mit den Händen über das Gesicht. Und wenn es zu spät ist und wenn wir ihn nicht finden können, wir werden es schaffen. Wie können Sie so sicher sein? Valerie kam näher, hielt aber einen respektvollen Abstand. Weil ich Daniel kenne, und wenn er so viel von seinem Bruder sprach, dann deshalb, weil er nie aufgegeben hat. Er ist da draußen, und wir werden ihn finden. Beide schwiegen. Valerie sah den Schmerz in Matthias' Augen und wollte etwas tun, etwas sagen, das helfen würde. Aber sie wusste nicht was. Ich mache einen Tee, sagte sie schließlich. Sie müssen etwas durchatmen. Danke, Valerie. Sie nahm die Tüten und ging in die Küche. Als die Tür sich schloss, ließ Matthias den Kopf in seine Hände sinken. Fast 30 Jahre Lügen, fast 30 Jahre unnötige Schuld. Und jetzt gab es endlich Hoffnung, seinen Bruder zu finden. Aber mit der Hoffnung kam die Angst. Angst, dass es zu spät sein würde. Angst, dass Daniel nichts mehr von ihm wissen wollte. Angst, zu entdecken, dass sein Bruder zu viel gelitten hatte. Valerie kam 15 Minuten später mit einer Tasse Kamillentee zurück. Sie stellte sie schweigend auf den Tisch. Herr Gerber, darf ich Ihnen etwas sagen? Gerne. Sie haben Daniel nicht am Stich gelassen. Sie wurden getäuscht. Die ganze Familie wurde getäuscht. Es ist nicht Ihre Schuld. Matthias nahm die Tasse, trank aber nicht. Ich hätte misstrauisch sein sollen. Ich hätte nachforschen sollen. Wie?
Sie waren ein Kind, dann ein Teenager, der mit dem Tod seiner Mutter fertig werden musste. Dann ein Erwachsener, der versuchte, das Restaurant seines Vaters zu retten. Wann hätten sie Zeit gehabt, etwas zu hinterfragen, von dem jeder sagte, es sei wahr? Er sah sie an. Valerie stand fest da, die Augen voller Gewissheit. Sie sind sehr weise für ihr Alter. Wissen Sie, ich habe schon in jungen Jahren gelernt, dass Schuldzuweisungen für die Vergangenheit nichts ändern. Wir können nur ändern, was wir von jetzt an tun. Und was mache ich von jetzt an? Suchen Sie weiter, geben Sie nicht auf. Und wenn Sie Daniel finden, umarmen Sie ihn und bitten Sie ihn um Vergebung, nicht weil Sie versagt haben, sondern weil Sie zu lange gebraucht haben. Matthias trank schließlich den Tee. Er war süß, genau wie er es mochte. Danke für alles. Valerie lächelte leicht. Wir werden ihn finden, Herr Gerber. Ich verspreche Ihnen, wir werden ihn finden. Und eine Woche später, während eines Geschäftsessens in der Villa, sollte Matthias entdecken, dass Versprechen nicht immer so eingehalten werden, wie wir es erwarten, und das Vertrauen, so stark es auch erscheinen mag, mit einer einzigen gut erzählten Lüge gebrochen werden kann. 8 Wochen waren seit dem ersten Gespräch mit dem Detektiv vergangen. Die Suche nach Daniel ging langsam, aber stetig weiter. Der Detektiv rief jede Woche mit kleinen Fortschritten an. Namen von pensionierten Sozialarbeitern, alte Adoptionsakten, Teile eines fast 30 Jahre alten Puzzles. In der Zwischenzeit hatte sich das Leben in der Villa auf eine Weise verändert, die Matthias sich nie vorgestellt hatte. Lena kam jetzt jeden Morgen in die Küche. Sie hatte immer noch ihre schlechten Tage, an denen sie ängstlich aufwachte und ihr Zimmer nicht verlassen wollte, aber diese wurden immer seltener. Eines Samstagmorgens kam Matthias herunter und fand die Küche voller Mehl. Lena und Valerie lachten, ihre Gesichter weiß vor so viel Mehl in der Luft. Was ist denn das für ein Chaos? Valerie erschrak und versuchte, sich das Mehl von der Kleidung zu wischen. Entschuldigen Sie, Herr Gerber, wir haben Brot gebacken und ich habe Mehl drauf gestreut, ergänzte Lena lachend. Aber es war versehentlich. Matthias sah sich um. Überall war Mehl, aber seine Tochter war glücklich, wirklich glücklich. Ihr könnt weitermachen. Sprengt nur nicht die Küche. Lena rannte und umarmte ihren Vater. Danke, Papa. Val bringt mir bei, Brot zu backen wie Ei am Waisenhaus. Sie rannte zurück zum Tisch, wo eine Schüssel mit Teig stand. Matthias ging zu Valerie. Danke für all das. Sie müssen sich nicht bedanken. Sie ist etwas Besonderes. Trotzdem haben Sie erreicht, was kein Therapeut geschafft hat. Valerie lächelte leicht und wandte sich wieder dem Brotteig zu. Matthias blieb noch eine Weile dort und beobachtete. Es gab etwas an der Art, wie Valerie sich um Lena kümmerte, das ihn berührte. Es war nicht nur Zuneigung, es war Respekt. Sie behandelte das Mädchen als jemanden Starken, der in der Lage war, es zu überwinden. Und Lena blühte damit auf. Papa, komm und knete mit uns. Ich kann kein Brot backen. Val bringt es uns bei. Es ist einfach. Matthias ging zum Tisch. Valerie zeigte ihm die Bewegungen, wie man drückt, ohne zu viel Kraft anzuwenden. So, schau, lass dich vom Teig führen. Er versuchte es, aber der Teig klebte an seinen Händen. Ich glaube, ich bin nicht dafür gemacht. Lena lachte. Du bist Koch und kannst kein Brot backen. Valerie streute mehr Mehl und half ihm, den Teig von den Händen zu lösen. Nochmal, ganz ruhig. Die 3 verbrachten fast eine Stunde damit, über Matthias' Ungeschicklichkeit zu lachen, Lenas Unordnung aufzuräumen und darauf zu warten, dass das Brot aufging. Als das Brot schließlich goldbraun und duftend aus dem Ofen kam, applaudierte Lena, wir haben es geschafft. So ist es, wir haben es geschafft, sagte Valerie und lächelte das Mädchen an. Matthias schnitt eine noch warme Scheibe ab und probierte sie. Es war köstlich. Sie sollten eine Bäckerei eröffnen. Valerie lachte. Waisenhausbrot wird nicht in eleganten Bäckereien verkauft, Herr Gerber. Es würde verkauft werden, wenn es von Ihnen wäre. Sie errötete und ging zum Geschirrspülen. Später, als Lena nach oben ging, um zu zeichnen, half Matthias beim Saubermachen der Küche. Der Detektiv hat gestern angerufen, sagte er, während er einen Teller abtrocknete. Valerie hörte auf, das Geschirr zu spülen. Und was hat er Ihnen gesagt? Er spürt eine Person auf, die Daniel gekannt haben könnte, einen Sozialarbeiter, der damals in der Gegend des Waisenhauses arbeitete. Er ist jetzt pensioniert und lebt in einer Provinz. Das sind gute Nachrichten. Ja, aber es wird immer noch Zeit brauchen. Valerie spülte weiter. Wir werden ihn finden, da bin ich sicher. Wie können Sie so viel Vertrauen haben? Weil ich Daniel kenne. Er würde niemals aufgeben. Und wir werden es auch nicht tun. Matthias sah sie an. Es gab etwas an Valerie, das ihn immer mehr anzog. Ihre Stärke, ihre Freundlichkeit, die Art, wie sie alles um sich herum allein durch ihre Anwesenheit veränderte. Er schüttelte den Kopf. Er konnte nicht an solche Dinge denken. Sie war seine Angestellte. Er war ihr Arbeitgeber. Es gab eine Distanz, die nicht überbrückt werden konnte, aber das Herz kümmerte sich nicht um diese Regeln. Simone Wagner hatte keine Zeit verloren. Vor 3 Wochen hatte sie einen Privatdetektiv beauftragt,
alles über Valerie herauszufinden. Es war nicht billig, aber jeden Rappen wert. Der Mann brachte ihr eine vollständige Akte, frühere Adressen, frühere Arbeitsplätze, sogar die Namen ihrer Waisenhausgenossen. Da fand Simone Gold. Valerie hatte vor 2 Jahren am Haus einer wohlhabenden Familie gearbeitet. Sie war nach 6 Monaten ohne Empfehlungsschreiben und ohne Vorankündigung gegangen. Simone rief die ehemalige Arbeitgeberin an, eine Frau namens Beatrice Steiner, mit säuerlicher Stimme, voller Groll. »Valerie, diese Natter hat mich bestohlen.« Simone setzte sich lächelnd auf den Stuhl. »Erzählen Sie mir alles. Sie hat mir eine goldene Halskette meiner Mutter gestohlen, eine Familienkette von sentimentalem Wert. Als ich es entdeckte, war sie abgehauen. Ich habe Anzeige erstattet, aber sie wurde nie gefunden. Und die Klage. Ich hatte keine Zeit. Sie verschwand vorher. Sie hat sogar die Stadt gewechselt. Aber ich habe alle Dokumente. Wenn Sie möchten, kann ich sie Ihnen schicken. Schicken Sie mir alles.« Beatrice schickte es ihr per E-Mail. Die Polizeianzeige, Fotos der verschwundenen Halskette und sogar die Nachrichten, die sie an Valerie geschickt hatte, in denen sie des Diebstahls bezichtigte. Simone druckte alles aus, wusste aber, dass es nicht ausreichte. Sie brauchte etwas Offizielleres, etwas, das wie ein echtes Gerichtsverfahren aussah. Sie rief einen befreundeten Anwalt an, einen skrupellosen Mann, der alles für Geld tat. »Ich brauche Sie, um ein Dokument zu erstellen, eine gefälschte Arbeitsklage.« Der Anwalt zögerte. »Das ist ein Verbrechen, Simone. Ich weiß, und ich werde Sie sehr gut dafür bezahlen.« »Wie viel?« 170.000 Franken. Stille am anderen Ende der Leitung. »Schicken Sie mir die Details.« 3 Tage später hatte Simone ein perfektes Dokument, eine Arbeitsklage von Valerie Maurer gegen die Familie Steiner mit einer Gegenklage wegen Diebstahls. Alles so gut gemacht, dass es auf den ersten Blick echt erscheinen würde. Jetzt brauchte sie nur noch den richtigen Moment, um es zu nutzen. In der Zwischenzeit begann sie, häufiger in der Villa aufzutauchen, immer mit einer Ausrede. Sie brachte Kuchen, Blumen, ein Geschenk für Lena. Matthias ließ sie herein, ohne das Gift zu bemerken, das sie mit sich trug. Bei einem dieser Besuche gelang es Simone, allein in der Küche mit Valerie zu sein. »Du arbeitest sehr gut, Val. Darf ich dich Val nennen?« »Gerne. Wie lange arbeitest du schon für Matthias?« 1,5 Monate. »Na, so wenig Zeit und schon so nah an der Familie. Du hast Glück.« Valerie mochte den Ton nicht, antwortete aber nicht. »Und vorher, wo hast du gearbeitet?« »Im Haus einer anderen Familie.« »Warum bist du gegangen, Valerie?« Sie wurde angespannt. »Es hat nicht funktioniert.« »Ah, ich verstehe. Manchmal passt man einfach nicht wahr?« Simone lächelte süß. »Aber hier hast du perfekt gepasst. Lena liebt dich und Matthias scheint dich auch ziemlich zu mögen. Er ist ein guter Arbeitgeber. Nur dein Arbeitgeber.« Valerie sah sie an. »Worauf spielen Sie an, Frau Wagner?« »Nichts. Es kam mir nur interessant vor, wie nah ihr euch steht. Er vertraut dir sehr. Ich mache meine Arbeit gut.« »Klar.« Simone nahm ihre Handtasche. »Nun, ich gehe jetzt. Ich wollte nur den Kuchen abgeben.« Als sie gegangen war, verspürte Valerie einen Druck auf der Brust. Es gab etwas an dieser Frau, das reine Gefahr war. 2 Tage später kam Simone zurück. Diesmal brachte sie eine Freundin mit. »Matthias, das ist Helene. Sie arbeitet am Personalwesen. Ich erzählte ihr, wie sorgfältig du mit dem Haus und mit Lena bist. Sie wollte dir ein paar Sicherheitstipps geben. Helene war eine Frau um die 40, ernst, professionell wirkend. Herr Gerber, am Personalwesen empfehlen wir immer, eine Hintergrundüberprüfung aller Hausangestellten durchzuführen, insbesondere derjenigen, die Kontakt zu Kindern haben.« Matthias runzelte die Stirn. »Valerie hat Referenzen. Ich habe sie überprüft. Referenzen sind wichtig, aber manchmal erzählen sie nicht die ganze Geschichte. Es gibt Dinge, die nur bei einer tiefergehenden Untersuchung ans Licht kommen.« »Was für Dinge?« »Arbeitsklagen zum Beispiel, Schulden, Vorstrafen. Valerie hat nichts davon.« Helene und Simone tauschten einen Blick aus. »Sind Sie sicher?« fragte Simone. Matthias fühlte sich unwohl. »Ich bin es, aber der Keim des Zweifels war gesät. In dieser Nacht blieb er lange wach. Er nahm sein Handy und wollte Valeries Namen suchen, aber er fühlte sich lächerlich. Sie hatte Lena gerettet. Sie hatte die Hoffnung gebracht, Daniel zu finden. Warum sollte er jetzt an ihr zweifeln? Er legte das Handy weg und versuchte zu schlafen, aber der Schlaf wollte nicht kommen. 3 Wochen später veranstaltete Matthias ein informelles Abendessen in der Villa. Es waren enge Freunde, keine Geschäftspartner. 4 Paare, ein leichtes Gespräch, nichts Formales. Er beauftragte einen Catering-Service für das Essen. Valerie sollte nur helfen, Getränke zu servieren und alles in Ordnung zu halten. Der Abend verlief ruhig. Lena half beim Tischdecken, aufgeregt, weil sie die Gäste begrüßen konnte, bevor sie in ihr Zimmer ging. Alles lief gut, bis es um 7 Uhr abends klingelte. Es war wieder Simone. »Matthias, hallo.
Ich bin gekommen, um beim Abendessen zu helfen. Ich habe dich nicht eingeladen, Simone. Ich weiß, aber als du letzte Woche das Abendessen erwähntest, dachte ich, ich helfe dir. Du kennst mich ja. Ich liebe Treffen. Sie trat ein, bevor er protestieren konnte. Die Gäste begannen einzutreffen. Alle begrüßten sich, unterhielten sich, lachten. Die Atmosphäre war angenehm. Valerie servierte die Getränke, immer höflich und diskret. Simone beobachtete jede ihrer Bewegungen wie ein Falke. Es war zur Aperitivzeit, als Simone handelte. Valerie ging mit einem Tablett mit Häppchen vorbei, als Simone über sie stolperte. Es war kein harter Stoß, aber es reichte aus, um das Tablett zum Wanken zu bringen. Vorsicht, Val. Valerie konnte das Tablett festhalten, aber eines der Häppchen fiel zu Boden. Oh mein Gott, wie ungeschickt. Simone legte die Hand an den Mund. Sehen Sie, ihr ist fast alles heruntergefallen. Die Gäste sahen sie an. Valerie wurde rot und bückte sich, um das Häppchen aufzuheben. Entschuldigen Sie, ich mache es sofort sauber. Matthias merkte, dass etwas nicht stimmte, konnte aber nicht identifizieren, was. Macht nichts, Valerie. Machen Sie nur sauber und bringen Sie ein anderes Tablett. Sie ging schnell in die Küche. Simone wartete bis zum Dessert, um die Bombe platzen zu lassen. Das Gespräch war lebhaft, als sie ihr Handy herausnahm. Hört mal, apropos, überprüft ihr die Hintergründe eurer Hausangestellten? Eine der Frauen namens Renate antwortete, klar, immer. Es ist gefährlich, jeden hereinzulassen, ohne zu wissen, wer es ist. Nun, ja, das habe ich auch immer getan. Simone blickte auf ihr Handy. Deshalb habe ich mir solche Sorgen gemacht, als ich etwas über Valerie entdeckte. Die Atmosphäre änderte sich sofort. Alle schwiegen. Matthias spürte einen Knoten am Magen. Simone, tu das nicht. Aber sie zeigte den Gästen den Bildschirm ihres Handys. Seht mal, Arbeitsklage. Sie hat die frühere Familie wegen ausstehender Löhne verklagt, aber die Familie hat eine Gegenklage wegen Schmuckdiebstahls eingereicht. Einer der Männer, ein etwa 60-jähriger Geschäftsmann namens Robert, nahm ihr Handy, um es besser zu sehen. Das ist ernst. Vermögensdiebstahl. Der Fall wurde archiviert, sagte Matthias mit lauterer Stimme als normal. Es gab keine Beweise. Aber Simone hatte ihr Gift bereits verbreitet. Renate verzog das Gesicht angewidert. Ich würde niemals jemanden mit Vorstrafen einstellen, auch wenn der Fall abgeschlossen ist. Du weißt ja, was man sagt, nicht wahr? Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Die anderen nickten. Valerie war mit dem Tablett mit dem Dessert aus der Küche gekommen. Sie blieb an der Tür stehen, als sie das Gespräch hörte. Sie sah alle Gäste auf Simones Handy schauen, tuscheln und missbilligend gestikulieren. Sie verstand sofort, was passiert war. Sie atmete tief ein und betrat das Esszimmer. Sie stellte die Desserts mit festen Händen auf den Tisch, obwohl sie innerlich zitterte. Robert sah sie verächtlich an. Fräulein, könnten Sie mir mein Portemonnaie bringen? Ich habe es in meinem Sakko am Eingang gelassen. Valerie wollte es holen, als er hinzufügte, tatsächlich, vergessen Sie es. Ich gehe lieber selbst, das ist sicherer. Die Frauen kicherten leise. Valerie spürte, wie ihre Wangen brannten, aber sie hielt den Kopf hoch. Sie kehrte in die Küche zurück und lehnte sich an die Wand, um zu atmen. Draußen war Matthias wütend. Simone, du hattest kein Recht, das zu tun. Ich habe das Recht, die Menschen zu beschützen, die ich liebe. Und du und Lena sind mir wichtig. Du hast Valerie vor allen Leuten gedemütigt. Ich habe die Wahrheit gesagt. Wenn die Wahrheit demütigt, bin ich nicht das Problem. Die Gäste fühlten sich unwohl. Die Atmosphäre des Abendessens war völlig vergiftet. Sie gingen kurz darauf alle mit eiligen Ausreden. Als der Letzte gegangen war, drehte sich Matthias zu Simone um. Geh und komm nicht wieder. Matthias, ich sagte geh. Simone nahm ihre Handtasche, ihre Augen glänzten vor Wut und Zufriedenheit zugleich. Als sie an der Küche vorbeikam, flüsterte sie Valerie zu. Dein Platz ist nicht hier. Je früher du das akzeptierst, desto besser. Und sie ging. Matthias betrat die Küche. Valerie spülte das Geschirr mit Wut, den Kopf gesenkt. Valerie, es tut mir sehr leid. Sie hatte kein Recht dazu. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Herr Gerber. Ich weiß, wo mein Platz ist. Es geht nicht um Plätze, es geht um Respekt. Und sie hat sie respektlos behandelt. Sie hat ein Dokument gezeigt. Ist es wahr oder nicht? Matthias schwieg. Es ist wahr, dass es ein Verfahren gibt, aber es wurde archiviert. Es gab keine Beweise für nichts. Aber es existiert. Ja, es existiert. Meine frühere Arbeitgeberin beschuldigte mich, eine Halskette gestohlen zu haben, weil ihr Mann mich ansah. Sie erfand den Diebstahl, um mich zu entlassen. Ich erstattete Anzeige. Ich versuchte mich zu verteidigen, aber ich hatte kein Geld für einen Anwalt. Der Fall wurde archiviert und ich zog in eine andere Stadt, um neu anzufangen. Warum haben Sie mir das nie erzählt? Weil ich mich geschämt habe, weil ich wusste, dass die Leute mich anders ansehen würden, auch wenn es eine Lüge war. Und ich hatte recht, sie sah ihn mit geröteten Augen an. Sie sehen mich jetzt anders an. Matthias öffnete den Mund, um es zu leugnen. Aber er konnte nicht.
denn sie hatte recht. Valerie wandte sich wieder dem Geschirr zu. Matthias blieb noch einen Moment, ohne zu wissen, was er sagen sollte. Dann ging er in sein Zimmer und schloss die Tür. Valerie machte alles sauber. Sie ging in ihr Zimmer und schloss sich ein. Sie setzte sich auf das Bett und ließ die Tränen laufen. Denn zum ersten Mal, seit sie hierher gekommen war, merkte sie, dass es egal war, wie viel sie arbeitete, wie sehr sie sich anstrengte. Für sie würde sie immer nur die Putzfrau sein, das arme Waisenmädchen, jemand, den man jederzeit wegschmeißen konnte. Am nächsten Tag war die Stimmung in der Villa angespannt. Matthias konnte Valerie beim Frühstück kaum ansehen. Lena merkte, dass etwas nicht stimmte. »Papa, Val ist traurig. Es geht ihr gut, nicht wahr? Sie hat heute Nacht geweint. Ich habe sie gehört.« Matthias sah seine Tochter an. »Woher weißt du das?« »Ich bin aufgewacht, weil ich Durst hatte, und ich hörte ein Geräusch in ihrem Zimmer.« Sie weinte leise. Er verspürte einen Druck auf der Brust, wusste aber nicht, wie er es in Ordnung bringen sollte. Am Nachmittag, als Matthias de Fürst am Büro die Dokumente der Untersuchung über Daniel durchsah, klingelte es. Es war Simone, und sie war nicht allein. Sie kam mit einer etwa 50-jährigen Frau, gut gekleidet und mit einem professionellen Lächeln. »Matthias, das ist Helene, sie hat 20 Jahre Erfahrung als Haushälterin. Sie arbeitete für die Familie Müller, die von der Bank. Ich dachte, du würdest sie gerne kennenlernen.« Matthias runzelte die Stirn. »Ich suche keine Haushälterin. Noch nicht. Aber nach dem, was gestern passiert ist, dachte ich, du würdest deine Optionen überdenken wollen.« Er wollte sie gerade bitten zu gehen, als Lena oben auf der Treppe erschien. »Wer ist das?« fragte das Mädchen und zeigte auf Helene. Simone ging 2 Stufen hinauf. »Hallo Lena, das ist Helene, eine wunderbare Haushälterin. Dein Papa denkt darüber nach, sie einzustellen.« »Nein, das tue ich nicht«, sagte Matthias entschieden, aber Simone ignorierte ihn. »Helene kocht, putzt, organisiert Veranstaltungen. Sie ist viel besser als Val«, ergänzte Lena, die die Treppe herunterkam. »Niemand ist besser als Val. Schatz, Valerie ist nett, aber sie ist nicht vertrauenswürdig. Dein Papa braucht jemanden, der...« »Doch, sie ist vertrauenswürdig«, schrie Lena. »Die Lügnerin bist du.« »Lena«, rügte Matthias sie, »sprich nicht so.« »Aber es ist wahr, sie redet die ganze Zeit schlecht über Val.« Simone zwang sich zu einem Lächeln. »Liebling, ich möchte nur das Beste für dich und für deinen Papa. Und Valerie, sie ist nicht gut für euch.« »Doch, sie ist es.« »Nein, das ist sie nicht. Sie ist nur wegen des Geldes hier. Sie ist nicht deine wahre Freundin.« »Doch, das ist sie.« Lena begann zu weinen. »Sie ist meine Freundin.« In diesem Moment erschien Valerie in der Küchentür. Sie hatte alles gehört. Lena rannte auf sie zu und umarmte sie fest um die Taille. »Val, lass dich nicht rauswerfen.« Valerie umarmte das Mädchen, sah aber Matthias an. »Wenn Sie möchten, dass ich gehe, gehe ich ohne Probleme.« Simone nutzte die Gelegenheit. »Siehst du, sie weiß selbst, dass sie hier keine Zukunft hat.« »Ich habe das nicht gesagt. Aber du hast es gedacht. Du weißt, dass du nicht gut genug für diese Familie bist.« Valerie ließ Lena vorsichtig los. »Das Problem ist nicht, dass ich nicht gut genug bin. Das Problem ist, dass sie nicht akzeptieren, dass sie verloren haben.« Simone wurde rot. »Ich habe nichts verloren. Matthias gehört mir. Das war er schon immer. Er gehörte ihnen nie. Sie selbst haben mit ihm Schluss gemacht, weil er nicht bereit war. Aber jetzt, wo seine Frau gestorben ist er frei. Und ich werde nicht zulassen, dass eine beliebige Dienstmagd mir wegnimmt, was mir gehört.« Matthias reagierte schließlich. »Simone, Schluss jetzt. Verschwinde sofort aus meinem Haus.« »Nein«, er zeigte auf Valerie. Sie tauchte hier mit einer absurden Geschichte über einen toten Bruder auf. Sie hat alles geplant, um sich dir zu nähern. Zuerst hat sie Lena gewonnen und jetzt versucht sie, dich zu erobern.« »Ich habe nichts geplant«, antwortete Valerie mit zitternder Stimme. »Ich bin nur zum Arbeiten hierher gekommen.« »Lüge!« Simone war außer Kontrolle. »Du hast eine Gelegenheit gesehen. Einen reichen Mann, Witwer, mit einer Tochter, die Aufmerksamkeit braucht. Du dachtest, du würdest damit durchkommen.« Matthias trat einen Schritt vor. »Simone, ich zähle bis 3. Wenn du nicht gehst, rufe ich die Polizei. Du wirst es bereuen. Sie ist eine Schmarotzerin. Sie hat ihre frühere Arbeitgeberin bestohlen und wird dich auch bestehlen. 1. Matthias, hör zu. 2. Simone nahm ihre Handtasche, die Augen voller Wut. Du wirst sehen, wenn sie dich betrügt, wenn sie dir alles stiehlt, was du hast, wirst du dich daran erinnern, dass ich dich gewarnt habe.« Sie ging und schlug die Tür zu. Helene, die vermeintliche Haushälterin, rannte ihr nach. Die verbleibende Stille war schwer. Lena umarmte Valerie immer noch und weinte leise. Matthias sah die beiden an. Er sah den Schmerz in Valeries Gesicht, die Verwirrung in dem seiner Tochter. »Lena, geh in dein Zimmer.« »Aber Papa, geh, bitte!« Das Mädchen ließ Valerie langsam los und ging die Treppe hinauf,
Bei jeder Stufe blickte sie zurück. Als sie aus seinem Blickfeld verschwunden war, wandte sich Matthias an Valerie. »Ich muss die Wahrheit wissen, die ganze Wahrheit. Ich habe dir bereits die Wahrheit über Daniel, über die Klage, über alles gesagt. Aber du hast es mir nicht früher gesagt. Du hast es verheimlicht, weil ich mich geschämt habe, weil ich wusste, dass du mich so ansehen würdest, wie du mich jetzt ansiehst. Und wie sehe ich dich an? Als Lügnerin, als Schmarotzerin, als wäre alles, was ich hier getan habe, nichts wert.« Matthias fuhr sich erschöpft mit der Hand über das Gesicht. »Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll.« Valeries Herz brach. »Dann ist es vielleicht besser, wenn ich gehe.« Er schwieg. Er sagte weder Ja noch Nein. Und dieses Schweigen tat mehr weh als jeder Schrei. »Ich packe meine Sachen«, sagte sie leise. Sie ging langsam die Treppe hinauf. Jede Stufe wog schwerer als die vorherige. Matthias blieb allein am Wohnzimmer, setzte sich auf das Sofa und verdeckte sein Gesicht mit den Händen. Oben hörte Lena alles von ihrer Zimmertür aus. Sie sah Valerie mit roten Augen den Flur entlang gehen. »Val«, rief sie leise. Valerie blieb stehen, drehte sich aber nicht um. »Alles wird gut, Lena. Du bist ein starkes Mädchen. Du wirst in Ordnung sein. Gehst du?« Stille. »Du gehst doch nicht, oder? Du hast versprochen zu bleiben.« Valerie drehte sich schließlich um, kniete vor dem Mädchen nieder. »Manchmal können wir Versprechen nicht halten, mein Schatz. Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil die Welt es uns nicht erlaubt. Ich will nicht, dass du gehst. Ich weiß, aber dein Papa muss mir vertrauen, und er tut es nicht mehr. Dann bring ihn dazu, dir zu vertrauen. Zeig ihm, dass du gut bist.« Valerie umarmte das Mädchen fest. »So funktionieren die Dinge nicht, Lena. Wir können niemanden zwingen, uns zu glauben. Die Leute wählen, und dein Papa hat sich entschieden, mir nicht zu glauben.« Sie ließ sie los und ging in ihr Zimmer. Lena blieb am Flur stehen und weinte schweigend, denn von all den Dingen, die der Tod ihrer Mutter ihr genommen hatte, war dies das Schlimmste, die Hoffnung, dass endlich jemand bleiben würde. Valerie ging an diesem Tag nicht. Matthias bat sie, bis zum Wochenende zu bleiben, während er entschied, was er tun sollte. Sie stimmte zu, weil sie das Geld brauchte, aber alles hatte sich geändert. Frau Elisabeth, die Köchin, die immer so freundlich gewesen war, behandelte sie jetzt kühl. Simone hatte sie angerufen und ihr alles über Valeries Verfahren erzählt. Am Montagmorgen, als Valerie wie immer in der Küche helfen wollte, fand sie die Tür verschlossen. Frau Elisabeth klopfte leise an. »Ich muss die Sachen für Herrn Gerbers Frühstück holen.« Die Tür öffnete sich nur einen Spalt. Frau Elisabeth reichte ihr ein fertiges Tablett. »Ich habe es schon gemacht. Sie brauchen nicht hereinzukommen.« »Aber ich helfe Ihnen doch immer, Frau Elisabeth. Das ist nicht mehr nötig.« Die Tür schloss sich. Valerie blieb mit dem Tablett in den Händen stehen. Sie schluckte den Kloß herunter und brachte den Kaffee ins Büro. Später ging sie hinaus, um die Wäsche auf die Leine zu hängen. Sie fand ihre Ersatzuniform in 2 Hälften zerrissen. Jemand hatte sie mit einer Schere zerschnitten. Sie brachte sie in die Waschküche, wo Herr Urs, der Hausmeister, seine Nähsachen aufbewahrte. »Herr Urs, meine Uniform ist zerrissen. Sie haben doch Nadel und Faden.« Er sah sie kaum an. »Nein, aber Sie haben doch immer...« »Ich habe keine.« Er drehte ihr den Rücken zu und ging. Valerie nähte die Uniform allein in ihrem Zimmer mit einem Faden, den sie in einer alten Schublade gefunden hatte. Am nächsten Tag war ihr Mittagessen aus dem Kühlschrank verschwunden. Sie hatte ihr Essen morgens dort abgestellt. Zur Mittagszeit war es weg. Sie suchte überall in der Küche. Nichts. »Frau Elisabeth?« fragte sie, als die Köchin hereinkam. »Haben Sie mein Essen gesehen? Ich habe nichts gesehen. Und sehen Sie, wenn ich Sie wäre, würde ich kein Essen am Kühlschrank des Hauses lassen. Das ist nicht Ihr Platz.« Valerie antwortete nicht. An diesem Tag aß sie Kekse mit Tee. Die nächsten Tage waren schlimmer, kleine und konstante Bosheiten. Jemand warf ihren Eimer auf den Boden, den sie gerade gewischt hatte. Man versteckte ihre Putzmittel. Man klingelte nachts an ihrer Zimmertür und rannte weg. Valerie ertrug alles schweigend, machte ihre Arbeit, hielt Abstand zu allen und überlebte. Lena war die Einzige, die sie noch normal behandelte, aber auch das Mädchen hatte sich verändert. Sie verbrachte wieder mehr Zeit in ihrem Zimmer, hatte wieder Albträume. Eines Tages putzte Valerie den Flur, als sie Stimmen aus der Küche hörte. Frau Elisabeth sprach laut am Telefon. »Ja, meine Liebe, ich würde nicht zulassen, dass so jemand an das Essen kommt. Wer versichert mir, dass sie nicht stiehlt? Oder schlimmer noch, dass sie etwas in das Essen tut? Solche Leute haben keine Skrupel.« Valerie verspürte einen Knoten in der Kehle, kehrte in ihr Zimmer zurück und setzte sich auf das Bett. Sie sah sich um. Das winzige Zimmer war zu einem Zuhause geworden. Es war nicht viel, aber es war ihres. Sie hatte Sicherheit, sie hatte Lena, sie hatte die Hoffnung, Daniel zu finden. Jetzt würde sie alles verlieren. Sie nahm ihr Handy und öffnete das alte Foto ihres Bruders aus dem Waisenhaus. Daniel lächelte mit zerrissenem Hemd und zerzaustem Haar. »Verzeih mir, Daniel. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, deinem Bruder zu helfen, dich zu finden.
Aber ich konnte nicht. Ich bin nicht stark genug. Sie legte sich auf die Seite und umarmte das Kissen. Sie weinte nicht. Sie hatte keine Tränen mehr, nur Müdigkeit. Müdigkeit zu kämpfen. Müdigkeit zu versuchen zu beweisen, dass sie gut genug war. Müdigkeit einer Welt, die sie immer an denselben Ort stellte. Unten, allein, wegwerfbar. 3 Tage waren seit der Konfrontation mit Simone vergangen. Matthias hatte diese Zeit in seinem Büro verbracht, hin und her gerissen zwischen der Untersuchung über Daniel und der Verwirrung in seinem eigenen Kopf. Der Detektiv hatte mit Neuigkeiten angerufen. Es war ihm gelungen, den pensionierten Sozialarbeiter ausfindig zu machen, der vor 20 Jahren in der Gegend des Waisenhauses gearbeitet hatte. Der Mann hatte einem Gespräch zugestimmt. Es war eine gute Spur, vielleicht die beste bisher, aber Matthias konnte sich kaum konzentrieren, denn jedes Mal, wenn er an Daniel dachte, dachte er an Valerie, an die Anschuldigungen, an den Zweifel, den Simone gesät hatte, und der wie eine Krankheit wuchs. Am Donnerstagmorgen traf er eine Entscheidung. Er rief Valerie ins Büro. Sie kam mit makelloser Uniform herein, die Haare zusammengebunden, die Haltung aufrecht. Aber sie hatte tiefe Augenringe. Sie hatte abgenommen. Sie können sich setzen. Sie setzte sich an den Rand des Stuhls, die Hände am Schoß. Matthias atmete tief ein. Ich habe die letzten Tage über alles nachgedacht, was passiert ist, über Simones Anschuldigungen in diesem Fall. Valerie wartete schweigend. Ich glaube Ihnen. Was den Diebstahl betrifft, meine ich glaube, es war wirklich eine Falle dieser Arbeitgeberin. Sie atmete die Luft aus, die sie angehalten hatte, und spürte, wie ihr das Herz sank. Aber ich muss an Lena denken. Sie war von all dem sehr betroffen, und mir ist etwas aufgefallen, das mich beunruhigt. Was denn? Sie hängt sehr an Ihnen, nennt sie. Mein Wal. Sie will nicht, dass jemand anderes sich um sie kümmert. Sie will nicht, dass jemand anderes ihr nahe kommt. Das ist nicht schlimm. Sie öffnet sich wieder. Aber was, wenn Sie eines Tages gehen? Und wenn Sie gehen müssen, um einen anderen Job, eine andere Stadt zu suchen? Lena wird wieder leiden. Es wird sein, als würde sie ihre Mutter wieder verlieren. Valerie verstand, worauf er hinaus wollte. Sie wollen, dass ich bald gehe, damit sie später nicht so sehr leidet. Ich möchte nicht, dass sie bleiben, aber ich muss sie bitten, Abstand zu halten. Welche Art von Abstand? Er ging zum Fenster, unfähig, sie anzusehen, während er sprach. Sie kümmern sich um die Reinigung. Nur das. Keine Zeit mit Lena verbringen, kein gemeinsames Brot backen, keine Notizen, keine Gespräche. Nur die Arbeit. Nur die Arbeit. So ist es besser für alle. Valerie schwieg. Als sie sprach, klang ihre Stimme leise, aber fest. Darf ich Sie etwas fragen? Nur zu. Machen Sie sich wirklich Sorgen um Lenas Abhängigkeit? Oder haben Sie Angst vor Ihrer eigenen Abhängigkeit? Matthias drehte sich zu ihr um. Worauf spielen Sie an? Lena hat sich verbessert. Sie hat wieder gelacht, gegessen, gelebt. Aber jetzt, wo Simone Ihnen Zweifel in den Kopf gesetzt hat, haben Sie Angst. Angst, mir zu vertrauen. Angst, näher zu kommen. Also benutzen Sie Lena als Vorwand. Ich benutze niemanden als Vorwand. Nein, warum haben Sie mich dann nicht verteidigt, als Simone mich vor allen Leuten gedemütigt hat? Warum haben Sie all diese Dinge sagen lassen, ohne etwas zu tun? Ich habe sie danach rausgeworfen. Danach, nachdem der Schaden bereits angerichtet war, als ich sie brauchte, schwiegen sie. Die beiden sahen sich an. Das Gewicht der ungesagten Worte füllte den Raum zwischen ihnen. Tun Sie einfach, was ich Sie gebeten habe, sagte Matthias mit leiserer Stimme. Bitte. Er stand auf. Ich werde es tun. Aber es ist nicht wegen Lena. Es ist, weil ich die Arbeit brauche. Aber Sie müssen eines wissen. Was? Tief am Inneren glauben Sie mir nicht. Sie wollen mir glauben, Sie versuchen sich selbst zu überzeugen, aber der Zweifel ist da. Und solange er da ist, ist es egal, was ich tue. Ich werde immer die arme Putzfrau sein, die eine Lügnerin sein könnte. Das ist nicht so. Doch, das ist es. Und Sie beide wissen es. Sie ging aus dem Büro. Matthias blieb allein mit ihren Worten, die am leeren Büro widerhallten. Am Nachmittag kam Lena herunter und suchte Valerie. Sie fand sie am Badezimmer, am 2. Stock beim Putzen. Fall, backen wir Kekse? Valerie hörte auf, die Toilette zu putzen. Sie drehte sich um, das Herz krampfte sich zusammen, als sie das hoffnungsvolle kleine Mädchen sah. Heute kann ich nicht, Lena. Ich habe viel Arbeit. Dann morgen? Morgen kann ich auch nicht. Ich werde von jetzt an sehr beschäftigt sein. Lena runzelte die Stirn. Aber wir machen doch immer Dinge zusammen. Ich weiß, aber dein Papa glaubt, es ist besser, wenn ich nur arbeite und nichts anderes mache. Warum? War es wegen dieser hässlichen Frau? Valerie lächelte fast. Fast. Dein Papa will dich nur beschützen. Er hat Angst, dass du traurig wirst, wenn ich eines Tages gehe. Aber du gehst doch nicht. Du hast es versprochen. Valerie kniete vor dem Mädchen nieder und hielt ihre kleinen Schultern vorsichtig fest. Manchmal können wir Versprechen nicht halten, mein Schatz. Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil die Welt die Dinge kompliziert macht. Hast du etwas Schlimmes getan? Nein, ich habe nichts Schlimmes getan. Warum ist mein Papa dann gemein zu dir?
Er ist nicht gemein, er hat nur Angst. Und wenn wir Angst haben, tun wir manchmal Dinge, die nicht richtig sind. Lena sah sie mit tränenden Augen an. Du gehst, genau wie meine Mama. Valerie drückte das Mädchen fest an sich. Deine Mama wollte nicht gehen, Lena. Sie wollte für immer bei dir bleiben. Manchmal nimmt uns das Leben die Menschen, aber nicht, weil sie gehen wollten. Und du willst bleiben. Valerie konnte nicht antworten, denn sie wusste es nicht mehr. Sie wusste nicht, ob sie die Kraft hatte, an einem Ort zu bleiben, wo sie nicht willkommen war, wo sie kaum geduldet wurde. Lena bemerkte die Stille, löste sich aus der Umarmung. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Du gehst. Alle gehen. Sie rannte weg. Valerie hörte ihre schnellen Schritte auf der Treppe, die Zimmertür, die zuknallte. Sie blieb dort am Badezimmer auf dem Boden kniend, die Putzbürste noch in der Hand. Ein weiteres gebrochenes Versprechen. Ein weiteres verletztes Kind. In dieser Nacht versuchte Matthias mit Lena zu sprechen, aber das Mädchen schloss sich in ihrem Zimmer ein. Meine Liebe, öffne mir. Geh weg. Wir müssen über Valerie reden. Ich will nicht mit dir reden. Du bist böse. Matthias lehnte seine Stirn an die Tür. Ich versuche, dich zu beschützen. Du lügst. Du hast nur Angst. Genauso wie du Angst hattest, als Mama starb. Die Worte trafen ihn wie ein Schlag. Lena, das stimmt doch nicht. Doch, das stimmt. Du hattest Angst und hast dich von mir ferngehalten. Jetzt hast du Angst vor Val und stößt sie weg. Matthias wusste nicht, was er antworten sollte, denn sie hatte recht. Er ging langsam die Treppe hinunter. Das Haus war still, eine drückende Stille. Er kam an der Küche vorbei. Valerie spülte das Geschirr vom Abendessen, das niemand gegessen hatte. Sie wollte wieder nicht zu Abend essen, nicht wahr? Fragte Valerie, ohne ihn anzusehen. Es wird ihr gut gehen. Kinder sind stark. Matthias blieb an der Tür stehen. Und Ihnen wird es gut gehen? Valerie drehte den Wasserhahn zu, trocknete ihre Hände langsam ab. Mir geht es immer gut. Denjenigen von uns, die aus dem Waisenhaus kommen, geht es immer gut. Denn wenn es uns nicht gut geht, kümmert sich niemand um uns. Sie drehte sich um. Gute Nacht, Herr Gerber. Sie ging an ihm vorbei und in ihr Zimmer. Matthias blieb allein in der Küche. Die Spüle war leer, das Haus war leer, das Herz war leer. Er hatte bekommen, was er wollte. Er hatte Abstand geschaffen. Er hatte sich und seine Tochter vor der Gefahr, sich zu sehr an jemanden zu binden, geschützt. Aber warum hatte er das Gefühl, etwas Wichtiges verloren zu haben? Etwas, das er vielleicht nie wieder erlangen würde. Simone hatte jedes Detail geplant. Aus der Villa geworfen zu werden war demütigend gewesen, aber es hatte sie nicht besiegt. Im Gegenteil, es hatte sie nur noch entschlossener gemacht. 2 Tage nach der Konfrontation mit Matthias setzte sie ihren Plan in die Tat um. Eines Dienstagmorgens wartete sie, bis Frau Elisabeth zum Einkaufen ging und folgte ihr zum Markt. Frau Elisabeth, was für ein Zufall. Die Köchin drehte sich um und sah unbehaglich aus. Frau Wagner, wie geht es Ihnen? Hören Sie, ich wollte nur kurz mit Ihnen sprechen. Es ist wichtig. Die beiden gingen ins Café des Marktes. Simone bestellte 2 Espressos. Wie läuft es ihr am Haus? Kompliziert. Das Mädchen ist immer noch da. Herr Gerber hat einige Regeln aufgestellt. Sie darf Lena nicht mehr nahe sein, aber sie arbeitet immer noch dort. Und wie geht es Lena? Sie hat sich wieder in ihrem Zimmer eingeschlossen. Sie ist nicht gut. Es ist wieder wie vor Valeries Ankunft. Simone schüttelte den Kopf, gab vor, besorgt zu sein. Wie traurig. Und das Schlimmste ist, dass niemand wirklich weiß, wie sie ist, nicht wahr? Frau Elisabeth senkte die Stimme. So ist es. Dieses Urteil hat mir zu denken gegeben. Simone beugte sich vor. Sehen Sie, ich wollte das nicht sagen, aber Sie müssen es wissen. Ich habe etwas genauer nachgeforscht und die Familie, die sie des Diebstahls beschuldigte, hatte recht. Ich habe Beweise gefunden, aber der Fall wurde archiviert, weil sie vor dem Prozess geflohen ist. Sie hat die Stadt gewechselt, alles geändert. Mein Gott. Simone zog einen Umschlag aus ihrer Handtasche. Darin befanden sich Kopien angeblicher Aussagen, Fotos der verschwundenen Halskette. Sehen Sie, das ist die Halskette, die sie gestohlen hat. Es war ein Familienschmuckstück aus purem Gold. Die Arbeitgeberin war untröstlich. Frau Elisabeth sah die Fotos entsetzt an. Und Herr Gerber weiß davon, nicht wahr? Er wollte nicht zuhören. Er ist blind. Simone verstaute den Umschlag. Deshalb bin ich besorgt. Wenn sie einmal gestohlen hat, kann sie es wieder tun. Wie zum Beispiel die Juwelen seiner verstorbenen Frau, die er in seinem Zimmer aufbewahrt. Frau Elisabeth wurde nachdenklich. Aber sie putzt dieses Zimmer jede Woche. Wenn sie stehlen wollte, hätte sie es schon getan. Simone lächelte traurig. Oder sie wartet auf den richtigen Moment. Sie wissen ja, wie das ist. Ein schlauer Dieb stiehlt nicht am ersten Tag. Er wartet, bis er Vertrauen gewonnen hat, nimmt dann das wertvollste Stück und verschwindet. Sie hatte den Samen gesät. Nun war es verführend verschlond, verschwieg. 2 Tage später rief Simone Eva am Haus an. Frau Elisabeth hob ab. Frau Wagner, wie geht es Ihnen? Hören Sie, ich dachte nur,
Haben Sie schon die Juwelen von Matthias verstorbener Frau überprüft, nur um sicherzustellen, dass alles da ist? Nein. Warum? Ich hatte nur ein ungutes Gefühl, und wenn Valerie schon etwas genommen hätte, wäre es schrecklich, es zu spät zu entdecken. Frau Elisabeth zögerte. Ich weiß nicht, ob ich Matthias Sachen anfassen sollte. Sie werden nichts anfassen. Sie werden nur nachsehen, um sicher zu sein. Wenn alles da ist, perfekt. Wenn etwas fehlt, sagen Sie es ihm. Es ist Ihre Pflicht, Elisabeth. Sie arbeiten seit Jahren dort. Sie müssen das Haus schützen. Die Köchin legte mit rasendem Herzen auf. Sie wartete, bis Matthias ins Restaurant gegangen war. Sie ging in sein Zimmer. Sie öffnete die Schublade, in der er das Schmuckkästchen seiner verstorbenen Frau aufbewahrte. Alles sehr ordentlich. Die Ohrringe, die Ringe, die Armbänder. Sie zählte die Stücke. Sie überprüfte es noch einmal. Alles war da, außer der Halskette. Die goldene Halskette mit dem Herzanhänger, die seine Frau immer trug. Das letzte Geschenk, das Matthias ihr gemacht hatte, war verschwunden. Frau Elisabeth spürte, wie ihr das Blut in den Adern gefror. Sie schloss die Schublade schnell, rief Simone an. Die Halskette ist verschwunden. Simone tat perfekt überrascht. Ich wusste es. Ich wusste, dass es passieren würde. Haben Sie Matthias Bescheid gesagt? Noch nicht. Er ist am Restaurant. Sagen Sie es ihm jetzt. Und sehen Sie, ich weiß, es ist schwer, aber es wäre gut, Ihr Zimmer zu überprüfen, bevor sie es irgendwo anders versteckt oder verkauft. Das kann ich nicht tun. Das wäre eine Verletzung Ihrer Privatsphäre. Dann bitten Sie Matthias, es zu tun. Aber schnell, Elisabeth, bevor es zu spät ist. Was Frau Elisabeth nicht wusste, war, dass Simone 3 Tage zuvor die Villa betreten hatte, mitten in der Nacht. Sie hatte eine Kopie des Schlüssels, den sie Monate zuvor, als sie noch am Haus willkommen war, genommen hatte. Sie hatte die Halskette aus Matthias Zimmer gestohlen, war in Valeries Zimmer gegangen und hatte die Halskette in dem alten Schminkkoffer platziert, der auf dem Nachttisch stand. Ein zu offensichtlicher Ort. Aber das war der Plan, es so aussehen zu lassen, als wäre Valerie so arrogant, dass sie sich nicht einmal die Mühe machte, sie gut zu verstecken. Als Matthias abends nach Hause kam, erwartete ihn Frau Elisabeth an der Tür. Herr Gerber, ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist dringend. Er war müde. Er hatte den ganzen Tag am Restaurant Probleme gelöst. Was ist los? Es geht um die Halskette Ihrer verstorbenen Frau. Welche Halskette? Die goldene, die mit dem Herzanhänger. Sie haben sie in der Schublade aufbewahrt. Und sie ist verschwunden. Matthias erstarrte. Wie verschwunden? Ich habe die Schublade heute überprüft. Es ist alles da, außer der Halskette. Sie muss heruntergefallen sein. Sie muss woanders sein. Nein, Herr Gerber, ich kenne diese Schublade. Ich putze sie jede Woche. Die Halskette war letzte Woche da, jetzt ist sie es nicht mehr. Matthias rannte die Treppe hinauf, öffnete die Schublade, wühlte alles durcheinander, warf die kleinen Schachteln auf den Boden, nahm die Ohrringe, die Ringe, suchte nach der Halskette. Sie war nicht da. Es war die letzte physische Erinnerung an seine Frau, das Schmuckstück, das sie am meisten liebte, das Geschenk, das er so sorgfältig ausgewählt hatte. Und es war verschwunden. Frau Elisabeth erschien an der Tür. Herr Gerber, ich möchte niemanden beschuldigen, aber die einzige Person, die dieses Zimmer betritt, außer Ihnen, ist Valerie. Matthias schloss die Augen. Er wollte es nicht glauben, aber der Zweifel war da, und er war stärker als sein Wunsch zu vertrauen. Wo ist Ihr Zimmer? Im 3. Stock. Aber Herr Gerber… Er ging an Frau Elisabeth vorbei und die Treppe hinauf. Sein Herz raste. Wut und Angst vermischten sich in ihm. Er klopfte an ihre Zimmertür. Valerie öffnete. Sie hatte gerade geduscht, die Haare nass und einen einfachen Schlafanzug an. Herr Gerber, ist alles in Ordnung? Ich muss jetzt in Ihr Zimmer. Jetzt. Sie trat verwirrt beiseite. Matthias trat ein. Er sah sich um. Das winzige Zimmer, das gemachte Bett, wenig Kleidung, alles sehr einfach. Was suchen Sie, Herr Gerber? Eine goldene Halskette mit einem Herzanhänger. Valerie spürte, wie ihr die Luft wegblieb. Ich habe keine Halskette. Er begann zu suchen. Er öffnete ihren Rucksack. Nur alte Kleidung, ein abgenutztes Buch, das alte Foto von Daniel. Matthias, bitte, ich habe nichts genommen. Ich schwöre es Ihnen. Er öffnete die Schublade des Nachttisches, nichts als Socken und einige Unterwäschestücke. Er sah unter das Bett. Nichts. Er wollte gerade aufgeben, als er das alte Schminketui auf dem Nachttisch sah, klein, aus verfärbtem rosafarbenem Plastik, die Art von Dingen, die jemand jahrelang aufbewahrt und nicht wegwirft. Er nahm das Etui. Herr Gerber, das gehört mir. Nein, er öffnete es. Und dort, zwischen einem alten Lippenstift und einem zerbrochenen Rouge, war die Halskette. Matthias hielt das Schmuckstück. Das Herz raste, wünschte, es wäre ein Irrtum, es gäbe eine Erklärung, sah Valerie an. Sie war blass, ihre Hände zitterten, ihre Augen waren vor Schock weit aufgerissen. Ich habe das nicht dorthin gelegt. Jemand hat es dorthin gelegt. Ich schwöre Ihnen, jemand hat es dorthin gelegt.
Wie ist es dann hierher gekommen? Ich weiß es nicht, aber ich habe es nicht genommen. Warum sollte ich es nehmen? Wofür? Matthias drückte die Halskette in seine Hand. Ich habe ihnen geglaubt. Ich habe ihnen Arbeit gegeben, als niemand sonst es tat. Ich habe ihnen erlaubt, meiner Tochter nahe zu sein. Und sie bestehlen mich? Ich habe nicht gestohlen. Die Halskette war in ihrem Zimmer, weil jemand sie dorthin gelegt hat. Denken Sie nach, Herr Gerber. Warum sollte ich sie an einem so offensichtlichen Ort aufbewahren? Wenn ich eine Diebin wäre, hätte ich sie besser versteckt. Er hielt inne. Das ergab Sinn. Es war zu offensichtlich, zu dumm, aber die Wut war stärker als die Vernunft. Nehmen Sie Ihre Sachen und gehen Sie jetzt. Was? Verschwinden Sie jetzt aus meinem Haus, bevor ich die Polizei rufe. Valerie brach in Tränen aus. Bitte, geben Sie mir eine Chance. Lassen Sie mich es beweisen. Lassen Sie mich herausfinden, wer das getan hat. Nein, ich habe Ihnen zu viele Chancen gegeben. Jetzt liefen ihr die Tränen unaufhörlich über das Gesicht. Sie vertrauen mir nicht. Sie haben mir nie vertraut. Wirklich. Packen Sie Ihre Sachen. Er ging aus dem Zimmer, schlug die Tür zu, ging die Treppe hinunter, schloss sich ihr am Büro ein, hielt die Halskette so fest, dass er sich die Hand verletzte. Er wollte Erleichterung spüren, weil er sie wieder hatte. Er wollte Wut spüren, weil er bestohlen worden war. Aber er spürte nur eine Leere, denn tief in seinem Inneren sagte ihm eine kleine Stimme, dass er einen Fehler gemacht hatte, aber es war zu spät, um zuzuhören. Valerie packte ihren Rucksack. Ihre Hände zitterten so sehr, dass sie ihre Kleidung kaum falten konnte. Sie verstaute alles, was sie hatte, was fast nichts war, die 3 Kleidungsstücke, das abgenutzte Buch, das alte Foto von Daniel. Sie setzte sich auf das Bett, sah sich um. Dieses kleine Zimmer war zu einem Zuhause geworden. Zum ersten Mal in ihrem Erwachsenenleben hatte sie einen eigenen Ort gehabt, wo sie ohne Angst schlafen konnte, wo sie mit Hoffnung aufwachte. Jetzt würde sie alles verlieren. Frau Elisabeth erschien an der Tür. Es ist besser, wenn Sie schnell gehen. Herr Gerber ist sehr nervös. Ich habe nichts getan, Frau Elisabeth. Sie müssen mir glauben. Die Köchin wich ihrem Blick aus. Ich habe Ihnen geglaubt. Ich habe Sie vor den anderen Angestellten verteidigt, als Sie schlecht über Sie redeten. Und sehen Sie, was dabei herausgekommen ist. Bitte. Jemand hat mir eine Falle gestellt. Jemand hat die Halskette in mein Zimmer gelegt. Wenn jemand sie gelegt hat, müssen Sie es beweisen. Aber jetzt ist es besser, wenn Sie gehen. Valerie nahm ihren Rucksack und ging die Treppe hinunter. Sie war fast an der Tür, als Lena oben auf der Treppe erschien. Val, was machst du? Valerie blieb stehen. Sie konnte das Mädchen nicht ansehen. Ich muss gehen, Lena. Wohin? Weit weg. Warum? Was ist passiert? Weil die Dinge manchmal nicht funktionieren und man gehen muss. Lena rannte die Treppe hinunter. Nein, du hast versprochen, zu bleiben. Valerie kniete sich hin, umfasste die Schultern des Mädchens. Ich weiß, ich habe es versprochen, aber manchmal kann man es nicht halten, weil du etwas Schlimmes getan hast? Nein, ich habe nichts Schlimmes getan. Warum musst du dann gehen? Valerie wusste nicht, wie sie erklären sollte, dass die Welt ungerecht war, dass man manchmal, obwohl man nichts falsch gemacht hatte, trotzdem alles verlor. Dein Papa glaubt, ich hätte etwas getan, was ich nicht getan habe, und er glaubt mir nicht. Aber ich glaube dir, ich glaube an dich. Ich weiß, mein Schatz, ich weiß. Sie umarmte das Mädchen fest. Sie versuchte, diesen Moment in ihrem Gedächtnis festzuhalten. Der Geruch des Kindershampoos, die Art, wie Lena den Teddy mit dem einen Arm und sie mit dem anderen drückte. Du bist das besondere Mädchen, das ich je getroffen habe. Vergiss das nie. Du hast versprochen zu bleiben. Du hast es versprochen. Valerie löste sich. Sie stand auf. Sie konnte nicht länger bleiben. Sie hatte keine Kraft mehr. Sie öffnete die Tür. Val, komm zurück, bitte. Komm zurück. Sie ging die Eingangsstufen hinunter. Sie hörte Lena weinen, schreien. Val, geh nicht. Ich werde brav sein. Ich werde alles gut machen, aber geh nicht. Valerie ging weiter. Jeder Schritt tat mehr weh als der vorherige. Tränen verschleierten ihre Sicht. Sie bog um die Ecke. Sie hörte Lenas Stimme immer weiter entfernt. Val, und dann Stille. Sie blieb an einem Platz 3 Blocks weiter stehen. Sie setzte sich auf eine Bank. Es war fast 9 Uhr abends. Es war kalt. Es begann zu regnen. Sie nahm ihr Handy. Sie hatte 400 Franken auf dem Konto. Das war alles, was sie hatte. Sie hatte nirgendwo hinzugehen. Sie kannte niemanden in der Stadt. Das Handy klingelte. Unbekannte Nummer. Hallo Valerie, hier ist Schwester Margret. Die Stimme der Nonne brachte ihre Rüstung endgültig zum Einsturz. Valerie brach in Schluchzen aus. Schwester, was ist passiert, mein Kind? Und sie erzählte ihr unter Schluchzen alles. Über die Villa, über Lena, über die Anschuldigungen, über die Halskette, über den Verlust von allem. Wo bist du jetzt? Auf einem Platz. Ich weiß den Namen nicht. Schick mir deinen Standort. Ich schicke jemanden, der dich abholt. Du kannst nicht auf der Straße bleiben. Eine halbe Stunde später erschien Pater Martin. Er brachte sie in ein Kirchenasyl St. Joseph, Föhrenweg 342.
Einfach, sauber, sicher, Sie können hier bleiben, während Sie die Dinge regeln. Valerie dankte ihm. Sie nahm ein heißes Bad, zog gespendete, saubere Kleidung an. Sie legte sich in ein schmales Bett, konnte aber nicht schlafen. Sie starrte an die Decke, dachte an alles, was sie verloren hatte. Die Arbeit, das Haus, Lena und das Schlimmste, die Möglichkeit, Matthias zu helfen, Daniel zu finden. Sie waren so nah dran. Der Detektiv hatte gute Spuren, jetzt würde sie es nie erfahren. Sie drehte sich auf die Seite, umarmte das Kissen, ließ die Tränen den Stoff durchnässen. In der Villa hörte Lena nicht auf zu weinen. Matthias versuchte mit ihr zu sprechen, aber das Mädchen schloss sich ein und schrie ihn an, er solle gehen. Er ging ins Büro, öffnete die Schublade, nahm die Halskette. Sie war wunderschön, zart. Seine Frau trug sie jeden Tag. Sie sagte, sie sei das Symbol ihrer Liebe. Jetzt war sie zurück, aber sie brachte ihm keine Erleichterung, nur eine enorme Leere, denn tief in seinem Inneren wusste er es. Er wusste, dass er einen schrecklichen Fehler gemacht hatte. Aber es war zu spät, um umzukehren. 3 Tage vergingen. Lena verließ ihr Zimmer nicht, aß nicht, trank kaum Wasser. Matthias versuchte alles. Er brachte ihr Essen, entschuldigte sich, erklärte ihr, warum er Valerie entlassen hatte. Nichts funktionierte. Am Morgen des 4. Tages hörte er ein seltsames Geräusch. Er rannte hinauf. Er zwang die Tür auf. Lena saß in einer Ecke des Zimmers, zusammengekauert, ihren Teddybären umarmend, hin und her schaukelnd, mit leerem Blick, nicht sehend. Lena antwortete nicht, blinzelte nicht, schaukelte weiter. Matthias nahm sie in die Arme, sie war eiskalt, zitternd. Er brachte sie ins Krankenhaus. Die Ärzte untersuchten sie, stellten Fragen, nahmen Blut ab. Eine dissoziative Krise, erklärte der Arzt. Ihr Körper hat die Emotionen als eine Form des Schutzes abgeschaltet. Das ist häufig bei Kindern, die aufeinanderfolgende Traumata erlitten haben. Wird sie wieder gesund? Ja. Aber sie benötigt eine intensive Nachbetreuung, Therapie, möglicherweise Medikamente, und sie müssen herausfinden, was die Krise verursacht hat. Matthias wusste, was sie verursacht hatte. Er hatte sie verursacht. Lena blieb zur Beobachtung am Krankenhaus. Matthias verbrachte die Nacht mit ihr am Zimmer, hielt ihre kleine Hand, entschuldigte sich schweigend. Am nächsten Tag, als sie aufwachte, sah sie ihren Vater mit leeren Augen an. »Wo ist Val? Sie ist gegangen. Weil du sie rausgeworfen hast?« »Ja.« Lena drehte den Kopf weg. »Du bist böse.« Seine Worte schmerzten, aber er verdiente sie. »Meine liebe Lena, geh weg. Ich will dich hier nicht. Ich wollte dich nur beschützen.« »Du hast mich nicht beschützt. Du hast die einzige Person weggejagt, die mir geholfen hat.« Lena schloss die Augen. Eine Träne rollte über ihre Wange. »Alle gehen. Mama ist gegangen. Val ist gegangen. Eines Tages wirst du auch gehen und ich werde allein sein.« Matthias verspürte einen Druck auf der Brust. »Ich werde dich niemals verlassen. Das hast du schon getan. Du hast mich verlassen, als du nach Mamas Tod aufgehört hast, mit mir zu spielen. Du hast mich verlassen, als du Val gesagt hast, sie solle sich von mir fernhalten. Du verlässt mich immer.« Er hatte keine Antwort, denn sie hatte recht. Er ging langsam aus dem Zimmer, setzte sich auf den Flur, rief den Detektiv an, um sich nach Daniel zu erkundigen, nur um sich abzulenken. »Herr Gerber, ich konnte mit dem Sozialarbeiter sprechen. Er erinnert sich an den Fall. Er hat wichtige Informationen. Können Sie ein paar Tage warten? Ich habe hier ein Problem.« »Klar, aber Herr Gerber, die Spuren sind gut. Ich glaube, wir sind nah dran, Ihren Bruder zu finden.« Matthias legte auf. Er hätte glücklich, aufgeregt sein sollen, aber er spürte nur eine Leere. Denn was nützte es, seinen Bruder gefunden zu haben, wenn er dabei alles verloren hatte, was ihm wichtig war? Lena wurde am nächsten Tag entlassen. Sie kam still nach Hause zurück. Die Ärzte hatten ihr Medikamente und 3-mal pro Woche Therapiesitzungen verschrieben. Matthias stellte eine Krankenschwester ein, eine ernsthafte, kompetente Frau, die Lena professionell, aber ohne Zuneigung pflegte. Das Mädchen reagierte auf nichts. Sie aß, weil es ihr befohlen wurde, badete, weil sie gezwungen wurde, existierte, weil sie keine andere Wahl hatte. Abends versuchte Matthias mit ihr zu sprechen, aber Lena tat so, als würde sie schlafen. Eine Woche später hatte Lena ihre erste Therapiesitzung. Als sie zurückkam, fragte Matthias sie, wie es gelaufen sei. Die Ärztin ist nett. Und worüber habt ihr gesprochen? Über dich, über mich. Sie sagte, dass Erwachsene manchmal schlimme Dinge tun, weil sie Angst haben. Und dass wir, wenn wir Angst haben, die Menschen, die wir lieben, unabsichtlich verletzen. Matthias schluckte. Und du glaubst, das ist es? Dass ich Angst habe? Lena sah ihn an. Ja, das hast du. Du hattest Angst, als Mama starb. Du hattest Angst, mir nahe zu sein, weil ich dich an sie erinnere. Dann hattest du Angst vor Valerie. Jetzt bist du allein. Und ich auch. Sie drehte sich um und ging in ihr Zimmer. Matthias blieb dort stehen. Die Worte seiner 7-jährigen Tochter trafen ihn tiefer als jede Anschuldigung, denn sie hatte recht.
Er hatte so große Angst zu leiden, dass er alle weggestoßen hatte, und am Ende hatte die Angst nur mehr Leid gebracht. Lena wurde nicht besser. Die Therapiesitzungen halfen ein wenig, aber sie blieb distanziert, apathisch. Eines Donnerstagnachmittags, 2 Wochen nachdem Valerie gegangen war Lena in ihrem Zimmer. Die Krankenschwester war ins Bad gegangen. Sie sah auf das alte Handy, das ihre Mutter ihr gegeben hatte. Sie hatte es seit Monaten nicht benutzt. Sie schaltete es ein. Es funktionierte immer noch. Sie hatte eine Idee. Wenn ihr Vater Valerie nicht suchte, würde sie selbst die Wahrheit herausfinden. Sie wartete, bis die Krankenschwester am Ende des Tages gegangen war. Sie ging ins Büro. Ihr Vater war in der Küche und bereitete Kaffee zu. Sie trat langsam ein, ging zum Schreibtisch. Überall lagen Papiere, Dinge von der Untersuchung über Onkel Daniel, aber das war es nicht, wonach sie suchte. Sie öffnete die erste Schublade. Stifte, Notizblöcke. Sie öffnete die zweite, Firmendokumente. Die dritte hatte ein Schmuckkästchen. Sie öffnete es. Da war die Halskette. Die Halskette, die alles verursacht hatte. Sie sah das Schmuckstück an. Es war hübsch, zart. Warum sollte Valerie das stehlen? Sie trug nie Schmuck, sprach nie über Geld. Es ergab keinen Sinn. Sie schloss die Schublade, ging in das Zimmer ihres Vaters, öffnete den Nachttisch. Darin befand sich sein altes Handy, das er vor dem Kauf des neuen benutzt hatte. Sie nahm es mit in ihr Zimmer, schaltete es ein. Es funktionierte immer noch, aber der Akku war schwach. Sie öffnete den Anrufverlauf. Sie scrollte am Verlauf zurück bis zu dem Tag, an dem die Halskette verschwunden war. Sie sah den Namen Simone. 3 Anrufe. An diesem Tag notierte sie die Uhrzeiten auf einem Blatt Papier. Sie hatte eine andere Idee. Sie erinnerte sich an die Schublade ihrer Mutter, wo sie alte Dinge aufbewahrte. Sie ging ins alte Schlafzimmer ihrer Eltern, öffnete die Schublade. Darin befanden sich Fotos, Briefe und eine kleine Schachtel mit altem Modeschmuck. Sie durchwühlte die Schachtel. Ganz unten fand sie etwas Seltsames. Ein sehr kleines, gefaltetes Stück Papier. Sie öffnete es. Es war ein gelber Post-it mit einer Schrift, die sie nicht erkannte. Endphase, Halskette aus ihrem Zimmer nehmen, in ihrem Zimmer platzieren, dies am Donnerstagmorgen tun. Lena starrte auf den Zettel, las ihn noch einmal und noch einmal. Jemand hatte einen Plan geschrieben. Ein Plan, Valerie zu beschuldigen. Sie verstaute den Zettel vorsichtig, legte ihn zu ihren Notizen über Simones Anrufe. Jetzt hatte sie einen Beweis. Er war nicht schlüssig, aber sie hatte ihn. Sie ging ins Büro, ihr Vater war dort und überprüfte Dokumente. Sie klopfte an die Tür. Lena, komm rein. Sie trat ein, schloss die Tür, legte die Papiere auf den Tisch. Was ist das? Ein Beweis. Matthias nahm den Post-it, las ihn, wurde blass. Wo hast du das gefunden? In Mamas Schublade. Jemand hat es dort versteckt. Das beweist nicht, dass es Simone war. Lena legte das andere Papier hin, das mit den Anrufen. Sie hat 3-mal angerufen an dem Tag, als die Halskette verschwunden ist. Sie hat mit Frau Elisabeth gesprochen, hat ihr gesagt, sie solle nach der Halskette suchen. Sie hat alles eingefädelt. Matthias sah die Papiere an, die Schrift auf dem Post-it, die Anrufe. Es könnte Zufall sein, es könnte eine Fälschung sein, aber tief am Inneren wusste er, dass es das nicht war. Du hast Val gefeuert, weil du dachtest, sie hätte gestohlen. Aber sie hat nicht gestohlen. Diese lügnerische Frau hat alles getan. Lena schüttelte den Kopf. Du hast dich geirrt. Du hast Val nicht geglaubt. Jetzt musst du es in Ordnung bringen. Wie? Geh zu ihr, bitte sie um Verzeihung. Bring sie zurück. Und wenn sie nicht zurückkommen will? Lena sah ihren Vater an, ihre kleinen Augen hart. Dann verlierst du uns. Du verlierst sie und bleibst allein, denn ich werde nicht mit dir leben, wenn du nicht zu ihr gehst. Es war ein Ultimatum eines 7-jährigen Mädchens. Aber es war mehr wert als jede Drohung eines Erwachsenen, denn es kam von Herzen. Matthias sah seine Tochter an, sah Entschlossenheit in ihr. Stärke, dieselbe Stärke, die ihre Mutter hatte. Du hast recht, ich habe mich geirrt. Dann repariere es. Er nickte. Ich werde es reparieren, das verspreche ich dir. Lena ging aus dem Büro. Matthias blieb allein mit den Papieren, nahm sein Handy, rief Simone an. Sie antwortete fröhlich, Matthias, was für eine Überraschung. Wir müssen reden. Worüber? Über die Halskette, die du in Valeries Zimmer platziert hast. Stille am anderen Ende der Leitung. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe Beweise, Simone. Deine Anrufe, die Notiz, alles. Eine weitere Stille. Dann, du kannst nichts beweisen. Doch, das kann ich. Und das werde ich auch. Ich werde sie der Polizei zeigen. Ich werde dich wegen Hausfriedensbruch, wegen der Platzierung falscher Beweismittel, wegen allem verklagen. Seine Stimme wurde kalt. Das wirst du nicht tun. Doch, das werde ich. Es sei denn, du gestehst jetzt. Sie lachte. Ein bitteres Lachen. In Ordnung, ich gestehe. Ich habe alles geplant. Ich habe die falsche Klage erfunden, die Halskette platziert, ihr das Leben zerstört. Und weißt du warum?
Weil du mir gehörst, das warst du schon immer. Und ich würde nicht zulassen, dass eine Landstreicherin dich von meiner Seite stiehlt. Ich gehörte dir nie und du hast gerade jede Chance verloren, die du hattest. Er legte auf, blockierte die Nummer, setzte sich auf den Stuhl. Sein Herz raste. Er hatte das Geständnis. Er hatte die Beweise. Er kannte die Wahrheit. Jetzt fehlte nur noch eines. Valerie suchen und sie um Verzeihung bitten. Matthias legte das Telefon mit zitternden Händen auf. Simones Geständnis hallte immer noch in seinem Kopf wieder. Sie hatte alles geplant. Sie hatte Valeries Leben aus reinem Egoismus zerstört und er hatte ihr geglaubt. Er setzte sich auf den Bürostuhl, nahm das Handy wieder, öffnete die Recorder-App. Alles war da. Jedes Wort, das Simone gesagt hatte: Ich habe alles geplant, ich habe den falschen Prozess erfunden, ich habe die Halskette platziert. Ein eindeutiger, unwiderlegbarer Beweis. Lena erschien an der Tür. Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft, sie hat alles gestanden. Und jetzt? Jetzt suche ich Valerie. Das Mädchen lächelte leicht. Das erste Mal seit Wochen. Kann ich mitkommen? Klar. Matthias nahm seinen Mantel, hielt inne, bevor er ging, rief Frau Elisabeth an. Die Köchin antwortete nervös. Herr Gerber, Frau Elisabeth, Valerie hat nichts gestohlen. Es war alles eine Inszenierung von Simone. Sie hat es gestanden. Stille am anderen Ende der Leitung. Dann eine erstickte Stimme. Mein Gott, ich habe dazu beigetragen, dass dem Mädchen das angetan wurde. Ich bin in die Schublade gegangen, um nach der Halskette zu suchen, weil Simone es mir befohlen hat. Sie wussten es nicht. Sie wurden genauso manipuliert wie ich, aber ich hätte misstrauisch sein sollen. Ich hätte sie verteidigen sollen. Wir alle hätten es tun sollen. Matthias atmete tief ein. Ich werde sie jetzt suchen. Wenn ich zurückkomme, reden wir. Er legte auf. Er nahm Lena an die Hand. Die beiden verließen die Villa. Es gibt nur ein Problem, sagte Lena unterwegs. Welches? Wir wissen nicht, wo sie ist. Matthias hielt inne. Das Mädchen hatte recht. Valerie war gegangen, ohne eine Adresse zu hinterlassen, ohne zu sagen, wohin sie ging. Er nahm sein Handy, suchte die Nummer, die Valerie ihm gegeben hatte, als sie anfing zu arbeiten. Er wählte. Es klingelte, klingelte. Es ging zur Mailbox. Er versuchte es noch einmal, dasselbe. Er dachte, wohin würde sie gehen? Sie hatte keine Familie, keine Freunde in der Stadt. Dann erinnerte er sich an das Waisenhaus. Sie war am Waisenhaus St. Ursula aufgewachsen. Vielleicht wusste jemand dort, wo sie war. Er stieg mit Lena ins Auto. Er fuhr zu der Adresse, die er in den Akten der Untersuchung über Daniel hatte. Das Gebäude war verlassen. Verrostete Gitter, zerbrochene Fenster, Unkraut wuchs in den Rissen des Betons. Verdammt. Und jetzt, Papa, dachte Matthias. Er rief den Detektiv an. Pascal, haben Sie den Kontakt von jemandem, der am Waisenhaus St. Ursula gearbeitet hat? Ja, den habe ich. Schwester Margaret. Sie war die Koordinatorin dort. Jetzt arbeitet sie in einem kirchlichen Asyl. Geben Sie mir den Kontakt. Minuten später rief Matthias die Nonne an. Hallo, Schwester Margret. Mein Name ist Matthias Gerber. Ich muss Valerie Maurer finden. Es ist dringend. Die Stimme der Nonne wurde schärfer. Sie sind der Mann, der sie wegen Diebstahls entlassen hat. Das war ich, aber ich habe mich geirrt. Ich habe Beweise, dass es eine Falle war. Ich muss mich bei ihr entschuldigen. Stille. Dann, wie weiß ich, dass sie ihr nicht wieder wehtun werden, weil meine Tochter hier an meiner Seite ist und sie es nicht zulassen würde. Lena, sag Hallo. Lena nahm das Telefon. Hallo, ich bin Lena. Val ist meine Freundin. Mein Papa hat sich geirrt, aber jetzt will er es wieder gut machen. Bitte helfen Sie uns. Die Nonne seufzte. Valerie ist am Kirchenasyl St. Joseph, Föhrenweg 342. Aber wenn Sie ihr wieder wehtun, bekommen Sie es mit mir und Gott zu tun. Ich werde ihr nicht wehtun, das verspreche ich. Eine halbe Stunde später hielt Matthias vor einem alten, aber gut gepflegten Haus. Da war ein Schild, Kirchenasyl St. Joseph. Er stieg mit Lena aus dem Auto. Er klingelte, eine etwa 50-jährige Frau öffnete ihnen. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss mit Valerie sprechen. Es ist dringend. Die Frau sah ihn misstrauisch an. Sie sind Ihr Arbeitgeber. Das war ich, aber ich muss mit ihr sprechen. Bitte. Die Frau zögerte, aber Lena trat einen Schritt vor. Bitte, Frau, ich bin Ihre Freundin. Ich will Sie nur sehen. Der Blick der Frau wurde weicher, als sie das kleine Mädchen sah. Warten Sie hier. Sie ging hinein, kam 5 Minuten später zurück. Valerie will nicht herunterkommen. Sie sagt, sie hat nichts mit Ihnen zu besprechen. Matthias spürte einen Druck auf der Brust. Können Sie ihr sagen, dass ich Beweise habe? Beweise, dass ihr eine Falle gestellt wurde, dass ich die Wahrheit weiß? Ich werde es ihr sagen. Die Frau ging wieder nach oben. Sie blieb eine Weile dort. Als sie zurückkam, kam Valerie hinter ihr. Sie ging langsam die Treppe hinunter. Sie war dünner, das Gesicht müde, die Augen glanzlos. Als sie Lena sah, blieb sie mitten auf der Treppe stehen. Lena,
mein Schatz. Lena ließ die Hand ihres Vaters los und rannte. Sie rannte die Stufen hinauf. Sie umarmte Valerie fest. »Du bist zurück!« Valerie umarmte das Mädchen, schloss die Augen, ließ diese Umarmung einen Teil ihres Schmerzes heilen. Als sie losließ, sah sie Matthias an. Ihr Ausdruck war hart. »Was wollen Sie?« »Mich entschuldigen.« Er ging einige Stufen hinauf. Er blieb nah genug, um zu sprechen, aber weit genug entfernt, um ihren Raum zu respektieren. »Ich habe mich geirrt. Ich habe mich sehr geirrt. Ich habe Simones Lügen geglaubt. Ich dachte, sie hätten gestohlen, aber ich habe mich geirrt.« Er zog das Handy aus der Tasche, spielte die Aufnahme ab. Simones Stimme kam klar aus dem Gerät und gestand alles. Valerie hörte schweigend zu. Als er fertig war, sah sie ihn an. »Das ändert nichts.« »Doch, das ändert etwas. Es beweist, dass Sie unschuldig sind. Ich war immer unschuldig. Aber Sie haben mir nicht geglaubt, als ich Sie brauchte. Sie glauben mir jetzt, weil Sie eine Aufnahme haben, weil Sie einen Beweis haben. Ich weiß es, und es tut mir sehr leid. Mit einem »Es tut mir leid« ist es nicht getan.« Sie begann wieder hochzugehen. »Valerie, warten Sie.« Sie blieb stehen, drehte sich aber nicht um. »Ich habe keine Entschuldigung. Ich war ein Feigling. Ich hatte Angst zu vertrauen. Angst, wieder verletzt zu werden. Und am Ende habe ich Sie verletzt, Lena verletzt und mich selbst verletzt.« Valerie blieb stillstehen, den Rücken zu ihm. »Ich wurde mein ganzes Leben lang beurteilt. Am Waisenhaus, bei der Arbeit, überall. Man dachte immer, ich sei weniger wert, ich verdiene kein Vertrauen und ich akzeptierte es, weil ich keine andere Wahl hatte.« Sie drehte sich langsam um, aber in ihrem Haus war es anders. Zum ersten Mal glaubte ich, einen Ort gefunden zu haben, wo ich selbst sein konnte, wo ich nichts beweisen musste. Und dann haben sie genau dasselbe getan wie die anderen. Sie haben mich beurteilt, mich verurteilt, mich weggeworfen. Die Tränen begannen zu fließen. Also nein, Herr Gerber, ein »Tut mir leid« reicht nicht aus, denn Sie haben das Einzige zerbrochen, was ich hatte, die Hoffnung, dass mir endlich jemand glauben würde. Matthias ging eine Stufe höher. »Sie haben recht, ich habe Ihr Vertrauen gebrochen, aber ich möchte es wieder gut machen. Nicht, weil ich die Aufnahme habe, sondern weil wir ohne Sie keine Familie mehr sind. Ich bin nicht mehr ich selbst.« Valerie schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht an einem Ort arbeiten, wo man mir nicht vertraut. Dann kommen Sie nicht als Angestellte zurück. Kommen Sie als Teil der Familie zurück. Kommen Sie zurück, weil Lena Sie braucht, weil ich Sie brauche.« Lena zog Valeries Hand. »Bitte, Val. Ich war so traurig ohne dich. Ich bin sogar krank geworden. Der Arzt sagte, ich hätte eine Krise gehabt. Ich esse nicht gut. Ich kann nicht glücklich sein. Nur du machst mich glücklich.« Valerie kniete vor dem Mädchen nieder. »Du brauchst mich nicht, Lena. Du bist stark. Du wirst in Ordnung sein. Das werde ich nicht. Nicht ohne dich.« Valerie sah dem Mädchen in die Augen. Sie sah dort Schmerz, echten Schmerz. Sie sah Matthias an. Er stand da, verletzlich, mit roten Augen. »Ich habe Angst«, gab sie zu. »Angst, zurückzukehren und dass alles wieder passiert. Dass Sie bei der ersten Schwierigkeit an mir zweifeln. Das wird nicht passieren. Das verspreche ich Ihnen. Wie kann ich Ihnen glauben? Weil ich den Rest meines Lebens damit verbringen werde, es zu beweisen, dass ich Ihnen vertraue, dass ich an Sie glaube, dass Sie nicht nur für Lena wichtig sind, Sie sind wichtig für mich.« Valerie wischte sich die Tränen ab. »Und Simone? Ich werde sie wegen allem verklagen. Hausfriedensbruch, Verleumdung, Falschaussage. Sie wird für das bezahlen, was sie getan hat. Und die Angestellten, Frau Elisabeth, Herr Urs, Sie haben mich sehr schlecht behandelt. Ich werde mit jedem Einzelnen sprechen, Ihnen alles erklären, und wenn jemand es nicht akzeptiert, wird er dort nicht mehr arbeiten.« Valerie schwieg. Ihr Herz sagte ihr, sie solle zurückkehren, aber ihr Kopf schrie sie an, sich zu schützen. Lena nahm ihr Gesicht mit ihren kleinen Händen. »Bitte, ich verspreche, dass ich sehr brav sein werde. Ich werde alles aufessen. Ich werde früh schlafen gehen. Ich werde alles tun, was du mir sagst. Aber komm zurück.« Valerie lachte unter Tränen. »Du bist schon brav, Lena. Du musst nichts versprechen. Dann kommst du zurück?« Sie sah Matthias an. »Wenn ich zurückkomme, dann nicht als Putzfrau.« »Ich weiß. Und ich komme nicht nur wegen Lena zurück. Ich komme zurück, weil ich es auch will, weil dieses Haus zu meinem Zuhause geworden ist und Sie zu meiner Familie.« Matthias ging die letzte Stufe hinauf, stellte sich ihr gegenüber. »Dann kommen Sie zurück, bitte. Kommen Sie nach Hause.« Valerie atmete tief ein. »In Ordnung. Ich komme zurück.« Lena schrie vor Freude. Sie umarmte Valerie und ihren Vater gleichzeitig. Die drei blieben dort, umarmt mitten auf der Treppe. Die Frau, die ihnen die Tür geöffnet hatte, beobachtete sie lächelnd aus der Ferne. Valerie wischte sich das Gesicht ab, sah Matthias an. »Aber eines, wenn Sie eines Tages wieder an mir zweifeln, wenn Sie zulassen, dass jemand Ihnen Zweifel einflößt, dann gehe ich und komme nicht mehr zurück. Das wird nicht wieder passieren, ich schwöre es Ihnen.«
Sie nickte. Dann lass uns nach Hause gehen. Auf dem Heimweg plapperte Lena auf dem Rücksitz. Sie erzählte alles, was in den 2 Wochen passiert war, in denen Valerie weg war. Ich bin krank geworden, Val. Ich musste ins Krankenhaus. Aber es geht mir schon besser. Die Ärztin hat mir geholfen und ich habe herausgefunden, wo Simone die Beweise versteckt hat. Du hast es ganz alleine herausgefunden. Naja, fast alleine. Mein Papa hat mir ein bisschen geholfen. Matthias lächelte in den Rückspiegel. Nur ein bisschen. Der Verdienst gehört ihr ganz allein. Als sie in der Villa ankamen, stand Frau Elisabeth an der Tür. Als sie Valerie aus dem Auto steigen sah, rannte sie auf sie zu. »Mein Kind, es tut mir so leid.« Sie umarmte Valerie fest. Sie weinte. »Verzeih mir, ich war so dumm. Ich habe dieser Viper geglaubt. Ich habe dich leiden lassen.« Valerie erwiderte die Umarmung. »Alles ist gut, Frau Elisabeth. Es war nicht Ihre Schuld.« »Doch, das war es. Ich hätte dir glauben sollen. Ich hätte dich verteidigen sollen.« Die beiden blieben dort umarmt und weinten. Herr Urs kam aus dem Garten, näherte sich langsam mit der Mütze in den Händen. »Fräulein Valerie, auch ich bitte um Verzeihung. Ich war sehr unhöflich zu Ihnen. Das hätte ich nicht tun dürfen.« Valerie lächelte müde. »Es ist verziehen, Herr Urs, wirklich, wirklich.« Der Gärtner wischte sich schnell die Augen und ging zurück an die Arbeit. Lena zog Valerie an der Hand. »Komm in mein Zimmer. Ich habe alles so hergerichtet, wie es dir gefällt.« Die beiden rannten nach oben. Matthias blieb dort stehen und sah sie gehen, das Herz leichter, als er es seit Monaten gefühlt hatte. Frau Elisabeth kam näher. »Herr Gerber, Sie haben das Richtige getan, als Sie gesucht haben. Ich habe nur getan, was ich von Anfang an hätte tun sollen. An Sie glauben. Besser spät als nie.« Er nickte. Er betrat die Villa und ging in sein Büro. Er nahm sein Handy und rief seinen Anwalt an. »Herr Fuchs, ich muss jemanden wegen Hausfriedensbruch, Verleumdung, Fälschung von Beweismitteln und Rufschädigung verklagen.« »Wenn?« »Simone Wagner. Und ich habe eine Aufnahme, auf der sie alles gesteht.« 1 Stunde später war der Anwalt bereits da, hörte sich die Aufnahme an und las die Papiere, die Lena gefunden hatte. »Das ist ein gewonnener Fall, Matthias. Mit diesen Beweisen wird sie teuer dafür bezahlen. Ich möchte die Höchststrafe, die das Gesetz zulässt. Ich möchte, dass sie versteht, dass sie das Leben von Menschen nicht ohne Konsequenzen zerstören kann. Ich werde den Prozess morgen früh einleiten.« Als der Anwalt gegangen war, ging Matthias nach oben und blieb an der Tür zu Lenas Zimmer stehen. Valerie saß auf dem Bett. Lena zeigte ihr alle Zeichnungen, die sie in den letzten Wochen gemacht hatte. Traurige Zeichnungen, einsame Menschen, dunkle Farben. »Das habe ich an dem Tag gemacht, als du gegangen bist. Ich bin allein, mir ist kalt.« Valerie nahm die Zeichnung vorsichtig. »Du zeichnest sehr gut, Lena.« Die Ärztin sagte, Zeichnen hilft, wenn man traurig ist. »Und es hat dir ein bisschen geholfen? Aber nicht so sehr wie deine Rückkehr.« Die beiden lächelten. Matthias klopfte an die Tür. »Darf ich hereinkommen?« Lena nickte. Er trat ein und setzte sich auf den Sessel neben dem Bett. »Weil ich wollte dir etwas sagen. Sag es. Es geht um Daniel, die Untersuchung. Wir waren kurz davor, ihn zu finden, bevor all das passierte. Der Detektiv hat gute Spuren. Valerie wurde ernst und sie wollen weiter nach ihm suchen. Ich will, aber nur, wenn sie es wollen. Sie waren es, die mir von ihm erzählt haben. Sie haben ihn in ihrer Erinnerung am Leben erhalten, als sich niemand mehr an ihn erinnerte. Diese Suche ist also unsere. Von uns beiden.« Sie spürte, wie ihre Augen brannten. Ich will ihn wirklich finden. Dann werden wir ihn zusammenfinden.« Lena hob die Hand. »Und ich werde auch helfen.« Die 3 lachten. In dieser Nacht aß Valerie zum ersten Mal mit ihnen zu Abend. Nicht als Angestellte. Sie saß am Tisch, unterhielt sich, lachte. Frau Elisabeth bereitete Lenas Lieblingsgericht zu, Pasta mit Tomatensauce und Käse. Das Mädchen aß alles, sogar eine 2. Portion. Matthias sah seine Tochter und dann Valerie an. »Danke, dass Sie zurückgekommen sind, dass Sie mir eine weitere Chance gegeben haben.« Valerie lächelte leicht. »Danke, dass Sie mich gesucht haben, dass Sie an mich geglaubt haben. Ich werde Ihnen von jetzt an immer glauben. Immer.« Nach dem Abendessen bat Lena Valerie, sie ins Bett zu bringen. Die beiden gingen nach oben. Valerie half dem Mädchen, die Zähne zu putzen, zog ihr den Schlafanzug an, deckte sie ihr am Bett zu. »Val, ja, du gehst doch nicht wieder, oder? Auch wenn mein Papa eine Dummheit macht. Ich gehe nicht, das verspreche ich. Diesmal ist es ein echtes Versprechen.« Lena umarmte ihren Teddy und schloss lächelnd die Augen. Valerie löschte das Licht, ging aus dem Zimmer, traf Matthias auf dem Flur. »Sie ist eingeschlafen. Ja, sie ist eingeschlafen. Endlich ist sie ruhig.« Die beiden blieben dort auf dem Flur stehen. »Valerie, Sie müssen nichts mehr sagen. Sie haben sich bereits entschuldigt. Sie haben bereits gezeigt, dass Sie es bereuen. Jetzt müssen wir einfach weitermachen.« Matthias trat einen Schritt auf sie zu. »Aber ich muss reden, denn es geht nicht nur darum, sich zu entschuldigen.
Es geht um etwas anderes. Worum? Als Sie gegangen sind, habe ich etwas gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich Sie nicht nur wegen Lena zurückhaben wollte. Es war auch wegen mir. Denn ohne Sie konnte ich nicht richtig atmen. Ich konnte nicht klar denken. Es war, als hätte ich eine Leere in der Brust. Valerie blieb unbeweglich, ihr Herz raste. Ich weiß, es ist früh. Ich weiß, ich habe nach allem kein Recht, das zu sagen, aber ich muss, dass Sie es wissen. Ich habe mich in Sie verliebt. In Ihre Stärke, in Ihre Freundlichkeit, in die Art, wie Sie dieses Haus verändert haben. Sie haben Lena verändert. Sie haben mich verändert. Und jetzt kann ich mir keinen einzigen Tag mehr ohne Sie vorstellen. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie müssen jetzt nicht antworten. Sie müssen nie antworten, wenn Sie nicht wollen. Ich musste es Ihnen nur sagen. Er wollte sich umdrehen, um zu gehen, als sie ihn am Arm festhielt. Matthias. Er blieb stehen. Ich habe dich auch vermisst. Nicht nur das Haus, nicht nur Lena, dich. Die Art, wie du mich ansiehst. Die Art, wie du mir das Gefühl gibst, wichtig zu sein. Du bist wichtig. Ich weiß. Jetzt weiß ich es. Sie trat einen Schritt auf ihn zu, kam näher. Aber ich habe Angst. Angst, wieder verletzt zu werden. Angst, mich zu binden und zu verlieren. Ich habe auch Angst. Aber vielleicht können wir gemeinsam Angst haben und langsam vorgehen, ohne Eile. Sie lächelte. Langsam, ohne Eile. Er erwiderte das Lächeln. Sie blieben dort stehen und sahen sich am stillen Flur an. Es war Valerie, die zuerst näher kam. Langsam gab sie ihm einen leichten Kuss auf die Wange. Gute Nacht, Matthias. Gute Nacht, Val. Sie ging in ihr Zimmer, aber diesmal war es nicht das Dienstmädchenzimmer. Es war das Gästezimmer am 2. Stock, das Matthias für sie hergerichtet hatte. Sie legte sich in das bequeme Bett, deckte sich mit der weichen Daunendecke zu und schlief zum ersten Mal seit 2 Wochen friedlich ein. Die nächsten Tage waren eine Zeit des Wiederaufbaus. Valerie wurde wieder Teil des Familienlebens, aber nicht als Angestellte, sondern als Teil der Familie. Sie half in der Küche, wann sie wollte, spielte mit Lena, unterhielt sich bis spät mit Matthias über die Daniel-Untersuchung, aber es gab immer noch Wunden. Sie hatte immer noch Angst. Eines Morgens bat Lena, Kekse zu backen. Valerie stimmte zu. Die beiden waren in der Küche, als es klingelte. Frau Elisabeth ging zur Tür. Sie kam mit einem Lieferanten zurück. Er hatte eine große Kiste dabei. Das ist für Herrn Gerber, aber er ist nicht da. Sie können unterschreiben. Valerie wollte unterschreiben, zögerte dann. Besser warten, bis er zurück ist. Aber es ist nur eine Unterschrift, Fräulein. Ich weiß, aber ich möchte mich lieber nicht in seine Angelegenheiten einmischen. Lena bemerkte es, als der Lieferant gegangen war, nahm Valerie an der Hand. Du hast immer noch Angst, dass mein Papa dir nicht glaubt, nicht wahr? Ein bisschen, aber er hat es versprochen. Ich weiß, aber Versprechen werden nur geglaubt, wenn sie gehalten werden. Am Abend kam Matthias und sah die Kiste. Warum habt ihr nicht unterschrieben? Frau Elisabeth erklärte es ihm. Er sah Valerie an. Du musst keine Angst haben, Dinge zu unterschreiben. Ich weiß, aber ich möchte lieber langsam vorgehen, bis ich wieder ganz vertrauen kann. Er nickte verständnisvoll. In Ordnung, in deinem Tempo. Später bat Matthias Valerie, ihn zu einem Treffen mit dem Detektiv zu begleiten. Es ging um Daniel. Sie trafen sich in einem Café. Der Detektiv brachte Dokumente, alte Fotos, eine Karte mit Markierungen. Herr Gerber, es ist mir gelungen, den Sozialarbeiter ausfindig zu machen, der für den Fall Ihres Bruders zuständig war. Er erinnert sich an alles. Er sagte, dass ein Paar das Kind illegal adoptiert hatte. Das Paar lebte in Genf. Sie starben bei einem Unfall, als das Kind 9 Jahre alt war. Dann landete er am Waisenhaus. Valerie bestätigte, das stimmt mit dem überein, was ich weiß. Daniel kam mit 9 Jahren an. Er sagte, seine Eltern seien gestorben. Und es gibt noch mehr, fuhr der Detektiv fort. Es ist mir gelungen, Daniels Freunde aufzuspüren, nachdem er aus dem Waisenhaus geflohen war. Einer von ihnen sagte, er sei als Küchenhilfe in einem Restaurant in Luzern arbeiten gegangen. Das war vor etwa 10 Jahren. Matthias beugte sich vor. Ist er immer noch dort? Nein, er war etwa 3 Jahre dort. Danach ging er, aber ich habe den Namen des Restaurants. Ich rufe an, um zu sehen, ob jemand weiß, wohin er gegangen ist. Valerie nahm Matthias unter dem Tisch die Hand. Er erwiderte den Händedruck. Wir sind nah dran, flüsterte sie. Sehr nah. Aber die Suche würde noch Zeit in Anspruch nehmen. Der Detektiv musste jeder Spur nachgehen, mit jeder Person sprechen, die Teile des Puzzles Stück für Stück zusammensetzen. In der Zwischenzeit ging das Leben weiter. Valerie begann einmal pro Woche zur Therapie zu gehen. Die Therapeutin half ihr, ihre Traumata zu verarbeiten, zu verstehen, dass das, was passiert war, nicht ihre Schuld war. Matthias ging auch wieder zur Therapie. Er arbeitete an seiner Angst zu vertrauen, der Angst zu verlieren, der Trauer um seine Frau, die er noch nicht vollständig verarbeitet hatte. Und Lena setzte ihre Sitzungen fort. Die Therapeutin sagte, das Mädchen mache Fortschritte, aber es würde Zeit brauchen.
Traumata heilen nicht über Nacht. Eines Samstagnachmittags rief Matthias Valerie in sein Büro. Es gibt etwas, das ich tun muss, und ich wollte, dass Sie bei mir sind. Was? Er nahm das Schmuckkästchen, holte die Halskette heraus, die Halskette, die alles verursacht hatte. Diese Halskette ist verflucht. Sie hat nur Leid gebracht. Für Sie, für Lena, für mich. Was werden Sie damit tun? Ich werde sie in einem Safe aufbewahren, an einem Ort, wo niemand sie sieht, denn sie repräsentiert keine Liebe mehr. Sie repräsentiert Schmerz. Und ich will keinen weiteren Schmerz in diesem Haus. Er nahm ihre Hand, aber bevor ich sie wegräume, wollte ich sie um etwas bitten. Was? Verzeihen Sie mir. Wirklich, nicht nur mit Worten, sondern mit dem Herzen. Valerie sah ihn an, sah Aufrichtigkeit in ihm, sah Reue, sah Liebe. Ich verzeihe Ihnen, aber es wird Zeit brauchen, um Ihnen wieder vollständig zu vertrauen. Ich weiß, und ich werde warten, solange es nötig ist. Er legte die Halskette in den Safe, verschloss ihn. Fertig, jetzt fangen wir neu an. Ohne Geister der Vergangenheit. Valerie lächelte. Ohne Geister. Die beiden gingen aus dem Büro, fanden Lena I. am Wohnzimmer zeichnend. Was zeichnest du, mein Schatz? Matthias kam näher. Die Zeichnung zeigte 3 Personen, Hand in Hand. Einen Mann, eine Frau, ein Mädchen und eine helle gelbe Sonne oben. Das sind wir, unsere Familie. Valerie spürte, wie ihre Augen brannten. Es ist wunderschön, Lena. Darf ich es an den Kühlschrank hängen? Klar, klar kannst du das. Das Mädchen rannte in die Küche, klebte die Zeichnung mit einem Magneten an den Kühlschrank, blieb zufrieden stehen und sah sie an. Jetzt sind wir wirklich eine Familie. Und das waren sie, nicht blutsverwandt, sondern aus Wahl, aus Liebe, aus Beständigkeit. Die Art von Familie, die man mit Geduld, mit Vergebung, mit neuen Anfängen aufbaut. 2 Monate vergingen, die Routine hatte sich eingespielt. Valerie war nun wirklich ein Teil der Familie. Sie aß jeden Tag mit ihnen zu Abend, ging mit Lena spazieren, unterhielt sich bis spät mit Matthias über die Daniel-Untersuchung. Aber es gab immer noch Wunden, sie hatte immer noch Angst. Eines Abends, nachdem Lena ins Bett gebracht worden war, rief Matthias Valerie in den Garten. Ich wollte Ihnen etwas zeigen. Was? Er führte sie in den hinteren Teil, wo es ein neues Blumenbeet mit Blumen aller Farben gab. Das habe ich für sie gepflanzt. Jede Blume repräsentiert etwas. Die gelben Rosen stehen für Freundschaft, die Gänseblümchen für Unschuld und die Veilchen, er machte eine Pause. Die Veilchen stehen für Mut, denn sie sind der mutigste Mensch, den ich je getroffen habe. Valerie spürte, wie ihre Augen brannten. Ich bin nicht mutig. Doch, das sind sie. Sie haben so viel durchgemacht, so viel Leid, und sie sind freundlich geblieben. Sie haben weiterhin an die Menschen geglaubt. Das ist wahrer Mut. Sie sah die Blumen an, dann ihn. Warum haben Sie das getan? Weil ich Ihnen etwas sagen musste und nicht wusste wie. Also habe ich einen Garten gepflanzt. Matthias, Sie müssen nicht. Doch, das ist nötig. Er nahm ihre Hände. 3 Monate ist es her, dass sie zurückgekommen sind. 3 Monate, in denen wir alles wieder aufgebaut haben. Und mit jedem Tag, der vergeht, bin ich mir einer Sache sicherer. Worum geht es? Dass ich sie liebe, nicht als Freundin, nicht als Teil der Familie, sondern als Frau, als die Person, die ich für immer an meiner Seite haben möchte. Valerie spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Ich weiß, es ist früh. Ich weiß, wir erholen uns noch. Aber ich kann nicht länger vorgeben, dass ich das nicht fühle. Ich kann es nicht länger zurückhalten. Er kam einen Schritt näher. Sie haben mein Leben verändert. Sie haben meinen Bruder zurückgebracht. Sie haben meine Tochter gerettet. Sie haben mich gerettet. Und jetzt kann ich mir keinen einzigen Tag mehr ohne sie vorstellen. Sie weinte bereits. Ich liebe dich auch. Ich habe Angst, es zu sagen. Angst, verletzt zu werden. Aber ich liebe dich. Matthias lächelte. Dieses Lächeln, das sie liebte. Dann lass uns zusammen sein und der Angst gemeinsam begegnen. Und wenn es schief geht, und wenn es gut geht. Sie lachte unter Tränen. Er kam langsam näher. Er gab ihr Zeit, zurückzuweichen, wenn sie gewollt hätte, aber sie tat es nicht. Sie blieb dort und wartete. Und als er sie küsste, war es, als würde alles endlich einen Sinn ergeben, als wäre all der Schmerz der Vergangenheit nur dafür da gewesen, um zu diesem Moment zu gelangen. Als sie sich lösten, blieben sie mit Stirn an Stirn stehen und atmeten I am Einklang. Ich liebe dich, flüsterte er. Ich liebe dich auch. Aus dem 2. Stock schaute Lena aus dem Fenster, lächelte, rannte ins Zimmer von Onkel Daniel. Onkel, Onkel, mein Papa hat Val geküsst. Daniel lachte. Hat er lange gebraucht, nicht wahr? Sehr lange. Die beiden schauten aus dem Fenster. Sie sahen das Paar I am Garten umarmt, lachend. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich eine komplette Familie, sagte Daniel. Lena nickte. Jetzt ja. 6 Monate später hatte sich das Leben in einem angenehmen Rhythmus eingependelt. Matthias und Daniel führten das Geschäft gemeinsam. Lena war glücklich, gesund. Valerie hatte angefangen, Pädagogik an der Universität zu studieren. Sie wollte schon immer mit Kindern arbeiten.
Der Prozess gegen Simone war abgeschlossen. Sie wurde zu einer hohen Entschädigung und gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Sie verlor ihre Arbeit, ihren Ruf, alles. Matthias verspürte keine Genugtuung dabei, nur die Erleichterung, dass alles vorbei war. Eines Samstagabends veranstaltete Matthias ein besonderes Abendessen am Restaurant. Nur die Familie, Lena, Daniel, Valerie. Daniel hatte geholfen, alles vorzubereiten. Ein besonderes Menü, guter Wein, Live-Musik. Als sie ankamen, riss Lena die Augen auf. »Wow, alles ist so schön, es ist ein besonderer Anlass«, erklärte Matthias. »Welcher Anlass? Das wirst du noch sehen.« Sie aßen langsam zu Abend, genossen jedes Gericht, unterhielten sich, lachten. Als das Dessert kam, gab Matthias dem Musiker ein Zeichen. Die Musik wechselte, wurde weicher, romantischer. Daniel stand auf. »Komm, Lena, lass uns nach draußen gehen und einen Spaziergang machen.« »Aber ich will das Dessert essen.« »Das isst du später. Komm schon.« Er nahm das Mädchen mit nach draußen und ließ Matthias und Valerie allein. Sie sah ihn misstrauisch an. »Was hast du vor?« »Nichts.« Er lächelte. »Ich wollte nur einen Moment allein mit dir haben.« Das Dessert kam. Ein perfektes Petit Gâteau mit schmelzendem Eiscreme. Valerie nahm den Löffel, schnitt den Kuchen an und erstarrte. Darin befand sich ein Ring, ein einfacher, aber wunderschöner Ring aus Weißgold mit einem kleinen Diamanten. Matthias stand auf, kniete sich neben sie. »Valerie Maurer, Sie kamen als Hausangestellte in mein Leben, aber Sie wurden viel mehr als das. Sie wurden Lenas Mutter, Daniels Schwester. Sie wurden die Besitzerin meines Herzens.« Sie weinte, konnte nicht sprechen. »Ich weiß, wir haben schwierige Dinge durchgemacht. Ich weiß, ich habe viele Fehler gemacht. Aber Sie haben mir eine zweite Chance gegeben und ich möchte den Rest meines Lebens damit verbringen, zu beweisen, dass ich diese Chance verdient habe.« Er nahm den Ring, wischte die Schokolade ab. »Heiraten Sie mich. Nicht als Arbeitgeber und Angestellte, nicht als Freunde, sondern als Mann und Frau, als wahre Familie.« Valerie sah ihn an. Sie sah Liebe in ihm, wahre Liebe, die Art, die sie nie zu finden geglaubt hatte. »Ja, ich nehme an.« Er steckte ihr den Ring an den Finger, stand auf, küsste sie leidenschaftlich. Draußen versteckten sich Daniel und Lena hinter dem Fenster. »Sie hat ja gesagt«, schrie Lena. Daniel nahm sie in die Arme. »Jetzt sind wir wirklich eine Familie für immer.« Sie betraten das Restaurant. Lena rannte auf Valerie zu. »Du wirst meine Mama sein.« Valerie umarmte das Mädchen. »Das bin ich schon lange, aber jetzt ist es offiziell.« Daniel umarmte seinen Bruder. »Glückwunsch, Bruder. Du verdienst es. Danke für alles, dass du zugestimmt hast, ein Teil davon zu sein. Du hast mir eine Familie geschenkt. Das ist unbezahlbar.« Die vier blieben dort umarmt, lachend und weinend. Frau Elisabeth, die nur zum Zuschauen ins Restaurant gekommen war, weinte in einer Ecke. Endlich. Es wurde auch Zeit. Diese Nacht war ein Fest. Sie riefen Schwester Margaret an, erzählten ihr die Neuigkeiten. Die Nonne weinte vor Freude. »Valerie, mein Kind, du verdienst alles Glück der Welt. Danke, Schwester, für alles, dass Sie mich großgezogen haben, dass Sie mir beigebracht haben, stark zu sein. Du warst immer stark. Du brauchtest nur jemanden, der es sah.« Als sie aufgelegt hatten, sah Valerie den Ring an ihrem Finger an. Es schien immer noch unwirklich. Matthias kam von hinten, umarmte sie um die Taille. »Bereuen Sie es?« »Nie.« Sie drehte sich in seinen Armen um. »Ich habe nur Angst, aufzuwachen und festzustellen, dass es ein Traum ist. Es ist kein Traum, es ist real und wird für immer sein. Für immer.« Er küsste sie auf die Stirn. »Ich liebe dich. Ich liebe dich auch.« Lena kam angerannt. »Wann ist die Hochzeit? Ich kann das Blumenmädchen sein. Ich kann das Kleid aussuchen.« Die beiden lachten. »Ruhig, Lena, eins nach dem anderen. Aber ich will bei allem helfen. Klar wirst du helfen.« Valerie nahm sie in die Arme. »Du wirst das schönste Blumenmädchen der Welt sein. Und Onkel Daniel wird der Trauzeuge sein.« Daniel posierte. »Natürlich. Wer sonst könnte es sein?« Alle lachte. Dort in diesem Restaurant mit gutem Essen und ihren Lieben ergab das Leben endlich einen Sinn. Es war nicht einfach gewesen. Es hatte Schmerz gegeben. Es hatte Verluste gegeben. Es hatte Ungerechtigkeit gegeben. Aber es hatte sich gelohnt. Denn am Ende hatte die Liebe gesiegt. Und sie hatten gefunden, wonach sie immer gesucht hatten, eine wahre Familie für immer. Die Hochzeit war 3 Monate später. Einfach, wunderschön, am Garten der Villa. Valerie trug ein einfaches, aber elegantes weißes Kleid, die Haare offen, ohne viel Make-up. Natürlich, wie sie immer gewesen war. Lena strahlte in ihrem rosa Blumenmädchenkleid. Sie trug einen kleinen Korb mit Blütenblättern, die sie auf den Weg ihrer Mama streute. Denn jetzt war sie wirklich ihre Mama. Sie würde sie nach der Hochzeit offiziell adoptieren. Daniel war der Trauzeuge im Smoking, stolz an der Seite seines Bruders. Die Zeremonie war emotional. Matthias weinte.
als er Valerie hereinkommen sah. Auch sie weinte, als sie ihre Gelübde ablegte. Ich verspreche dich in guten wie in schlechten Tagen zu lieben. Wenn du an mich glaubst und wenn du zweifelst, werde ich immer hier sein. Er nahm ihre Hände. Ich verspreche dich zu beschützen, dich zu respektieren, an dich zu glauben, auch wenn du nicht an dich selbst glaubst. Denn du bist die unglaublichste Frau, die ich je getroffen habe. Sie küssten sich unter einem Blütenregen. Lena schrie vor Freude. Die Gäste applaudierten. Frau Elisabeth weinte. Herr Urs wischte sich verstohlen die Augen. Schwester Margret, die von weit her gekommen war, segnete das Paar. Das Fest war sehr fröhlich. Gutes Essen, zubereitet von Matthias und Daniel. Live-Musik, Tanz. Valerie tanzte den Walzer mit Matthias, dann mit Daniel, dann mit Lena in den Armen. Als das Fest zu Ende war und die Gäste gegangen waren, blieb die Familie I am Garten. Lena schlief auf Valeries Schoß. Daniel und Matthias unterhielten sich leise. Wer hätte das gedacht, sagte Daniel. 2 Waisen und eine Witwe bilden eine Familie. Die beste Familie, ergänzte Matthias. Valerie blickte zum Himmel, die Sterne leuchteten. Glaubst du, unsere Eltern sehen uns zu? Fragte sie. Ich bin sicher. Und sie sind glücklich, denn endlich sind wir zusammen. Daniel stand auf. Ich bringe Lena in ihr Zimmer. Ihr verdient etwas Zeit zu zweit. Er nahm das Mädchen vorsichtig und trug sie die Treppe hinauf. Matthias und Valerie blieben allein, schweigend umarmt. Bist du glücklich? Fragte er. Viel glücklicher, als ich je gedacht hätte. Ich auch. Sie blieben bis spät in die Nacht dort, blickten zu den Sternen und schmiedeten Pläne für die Zukunft. Sie wollten weitere Kinder. Sie wollten reisen. Sie wollten zusammenwachsen, zusammen alt werden. Aber vor allem wollten sie bleiben, was sie bereits waren. Eine Familie, aufgebaut mit Liebe, mit Vergebung, mit neuen Anfängen. In ihrem Zimmer wachte Lena kurz auf, schaute aus dem Fenster, sah ihre Eltern am Garten umarmt, lächelte, umarmte ihren Teddy und schlief wieder ein. Und oben am Himmel, wenn wir an solche Dinge glauben, lächelten auch Matthias und Daniels Eltern, denn ihre Jungen hatten sich wiedergefunden, denn die Familie war vollständig, denn die Liebe hatte die Zeit, die Distanz und all den Schmerz besiegt. Hat Ihnen diese Geschichte gefallen? Glauben Sie, dass Matthias zu lange brauchte, um Valerie zu glauben und Simone die Strafe erhielt, die sie verdiente? Erzählen Sie es mir in den Kommentaren. Bis zur nächsten Geschichte.